grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bohnen. Es hört Lieder aus früherer Zeit und manche Odern sind schon vorher. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klaus zupft auf der Gitarre. Als Backe spielen wir noch den Wärmerschein. Die Quetsche klingt halt super fein, die Kontrapumpe hinten rein. Und das Gesang klingt jetzt auch schon Richtung Mann. Drum, grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bohnen. Es hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Odern sind schon vorher. Das Wiener Lied wird sicher nicht verloren. Jawohl, Montag ist wieder 20:15 Uhr, Weintime, Primetime. Heute aus der Klause Klaus. Es freut mich wieder, dass ich hier Gast sein darf heute. Mit großer Freude. Große Ehre. Ich bin schon 2 Stunden hergefahren heute, es war ein bisschen ein Stauber, umso entspannter bin ich jetzt natürlich. Ein Achtelwein haben wir uns schon eingeschenkt. So schaut's aus, so schaut's aus. Auch von meiner Seite her, grüß euch gut, habe ich die Ehre. Lieber Herr Kollege, servus, willkommen in der Klause, dein Zimmer, dein Gästezimmer ist hergerichtet. Also hergerichtet ist nicht, das ist genauso blind wie vom letzten Mal. Ja, ich habe schon Staub abgeperlt von der Bettdecken. Ich habe mir schon überlegt, ob ich das auch machen soll, doch gar so viel Staub war noch nicht, aber das geht sich aus. Ja, grüß euch gut, 249. Sendung, meine Herrschaften, die 249. Sendung. Eigentlich ist wir feiern jetzt die 250. nicht, nur zur Info, wir werden vielleicht tatsächlich beim Patrick sein, nächste Woche. In Eiverstall. Damit wir schon ein bisschen begießen können, sozusagen. Ja, das was nicht so. Aber an sich, es war eigentlich interessanter gewesen, zum Beispiel, zum Nachhinein denke ich mal, wenn wir die 249. so richtig groß aufgezogen hätten. Die einen vorher quasi, die eine vorher. So irgendwie so, ja, oder die 253. Die 51. können wir ja dann machen. Komm mal. Ich schaue mal in den Chat hinein, Ja, was gibt es Neues, schön, dass alle dabei seid. Matthias Mariacher ist da, grüß dich Gott. Gute Unterhaltung wünsche uns da Franz M., grüß euch, servus. Habe ich die Ehre. Der Berner Freilos Music ist auch wieder da aus der Steiermark. Grüß dich gut, schön, dass du wieder dabei bist, das gefällt mir. Der Raffi ist da unser größter Fan aus dem Steirischen. Freitagsmusik, der Berner ist, müsst ihr noch dran arbeiten. Da weiß noch der Raffi, unser Number One steirischer Fan. Aber ist ja wieder so. Jawohl, Alexander Hauser ist da, grüß dich Gott. Alexander Hauser, wir haben heute deinen Wein. Ich glaub von dir. Einen von dir, ja. Also ziemlich sicher, ich habe Kisten gehabt noch. Und das waren gemischte Weine, aber ich gesagt, das kann nur vom Alexander Hauser sein. Also ich nehme an, vom Wagram, Patrick präsentiert den Wein. Wir haben ihn bereits geöffnet, ein 2023er, ein Riesling von Katzmeier Ohmann aus Wagram. Vom Wagram. In Klosterneuburg. Wagram, Klosterneuburg. Handgelesen. Wagram ist ja nicht in Klosterneuburg. Wagram, Klosterneuburg steht hier drauf. Ja, aber der Wagram DAC aus Klosterneuburg steht hier drauf. Wirklich? Ja. Na, vielleicht dann hast du Winzer. Nein, der ist Katzmeier. Ja, aber der Wagram ist ja... Wagram-Klosterneuburg steht drauf, ja. Vielleicht kannst du uns aufklären, weißt du? Ja, aber der Wagram ist ja erstens auf der anderen Seite von der Donau. Ist ja Wagram DAC, ja. Also der Wagram Winkin? Na, lustig eigentlich. Das ist uns gar nicht aufgefallen vorher, gell? Adresse Kardinal Piffelplatz 10 in Klosterneuburg. Das ist Klosterneuburg. 13,5. Ja, vielleicht hat er am Wagram irgendwo Wein gehabt oder was? Ein sehr, sehr gutes Tröpferl, ja. Sehr gut, der ist sehr gut. Ein wunderbarer Riesling. 23er ist das. Ja. Wir haben dann als zweite Flasche, wenn wir die noch brauchen sollten, einen 22er, den gleichen. Ich bin gespannt, wie der anders ist nämlich. Ja, der ist schon mal sehr gut. Aber das mit Wagram, weil der Wagram ist ja drüber der Donau und ganz woanders da ist Ich bin jetzt auch ein Klosterneuburg. bisschen etwas verwirrt. Ja, vielleicht hat er Weingärtner am Wagram. Das wird der Alexander Hauser wieder uns aufklären, hoffentlich. Hochrufen wir Freund. Zum Wohle Ja, einmal, ist nicht? das nah. Wenn wir schon reden davon. Schon reden.
dann wollen wir es auch trinken. Sehr zum Wohle, gell? Na, ist schon gut, ist schon sehr gut. David mit dabei, Hochhofen, jawohl. Große Freude. Sprachpolizei wünschen einen erbauenden Abend uns allen miteinander, jawohl. Fritzer Stadtkus, unser Grausenieur, habe die Ehre. Servus, grüß dich. Fritzl immer live dabei. Landtagsstummer Markus, jawohl. Servus. Deutschland vertreten, nicht fast sagen, Mittelhessen. Ja. Was jetzt aber nur bis jetzt den Landtagsstummer Markus betrifft und den Marber, weil den Sieger, der ist auch schon da. Jawohl, servus, grüß dich. Passt einmal. Der Wolfgang ist da, grüß dich Gott. Susanne Moser, Grüß dich, servus. Susanne. Michael Unger. Wen haben wir da? Wen haben wir noch nicht? Thomas Mayer aus Kaisermühlen. Nehme an der Therapiestunde teil. Wir werden bestmöglichst Servus. therapieren. Schauen wir, was geht. Gibt es in Klaus eine Airbnb-Unterkunft? Du meinst bei mir direkt? Nein. Bei mir direkt noch nicht, wenn ich dann natürlich habe mein Schiff, was ich in den Hang reinbaue. Naja. Oder so, dann könnte es sein, dass ich draußen Airbnb mache. Aber sonst, und in der Nähe, ich wüsste gar nichts. Ich wüsste auch nichts da. Nein. Es gibt so Zimmer, es gibt schon, ob das Airbnb, weiß ich gar nicht. Zimmer Also, weiß ich gibt's- nicht, ob die ernst Zimmer gemeint gibt es ist, die und Frage, Hotels aber- gibt es auch. In Botschano, ja. Ja. Aber da bei mir leider nicht, ich habe nur das eine Gästezimmer. Nicht? Deswegen, ich brauche das Gästehaus, ich brauche das Schiff im Hang, als Gästehäuschen. Meine letzte Idee war ja ein Leuchtturm. Aber das ist halt noch komplizierter. Ein Leuchtturm ist wirklich, den müsste man ja andrehen und dann da wieder aufbauen. Ja. Das ist ein schöner, großer Leuchtturm, bis der einen Sinn hat, ne? Natürlich. Zum Wohnen, ne? Ja, sowas wie der am Neusiedler sehen, nicht? Oder wie der halt In Bodersdorf ist der, nicht? Genau, Ja, in ja, Bodersdorf, genau aber ich habe den immer gehabt vor mir bei der Reichsbrücke. Wenn man stadteinwärts fährt auf der Reichsbrücke, ist dann so der Donauinsel, steht dann der Leuchtturm, der als Bühnenbild gedient hat bei den Bregenzer Festspielen, glaube ich, als der fliegende Holländer Holländer, ja. gegeben wurde. Und dann, wie das aus war, hat Genau. die Stadt Wien, oder ich nehme an, die Stadt Wien Vermute, dass den, die Stadt Wien war, ja. hat den Turm gekauft und hat ihn dort aufgestellt. Ja. Aber man gedacht, das war eigentlich auch leibend irgendwie da. In der Klause, da dann so ein Leuchtturm. Na, warum nicht ein Schifferl und ein Leuchtturm, ne? Das passt ja überhaupt zusammen. Ich denke schon wieder, ne? Ja, du denkst schon wieder. Aber nein, ich denke schon wieder, das ist wieder ein Blödsinn du musst, vielleicht. ne, oder? du musst auch denken, wie groß mein Grundstück ist. Ja, Also, das- da zwei Sachen, glaube ich, kriege ich nicht um. Ah ja, das kann jetzt schon aus, ne? Das eine wird schon ein Kampf werden mit der Baugenehmigung. Aber ich mache es als Kunstwerk, dann geht es vielleicht. Ist es möglich, vielleicht Schauen sogar wir mal. gefördert. Schauen wir Dann mal. nämlich, Na, das so weit will ich gar wenn nicht es ein hoffen. Kunstwerk ist. Auf jeden Fall Matthias Mariacher. Ja, leider nicht. Der Adi Rehberger ist da, grüß dich Grüß gut, dich aus gut. Mödling, jawohl. Hannes Spiesliner ist da, servus Hannes, schön, dass du da wieder Servus. dabei bist. Der Werner Wichtig, grüß euch alle zusammen, servus, grüß dich Dabei. gut. KTM Junkies am Start, Straßenhans, Ludwig Sassner, da geht's zu Fuß. Grüß Gott, ja. Jawohl. Ludwig, über dich habe ich heute geplaudert, also nur positiv natürlich, weil ich mit Roland Sperk heute telefoniert habe. Der ist schon wieder in Bad Gastein-Weil, natürlich, du warst ja bei einem seiner Seminare nämlich dabei, ja genau. Da habt ihr sich ja kennengelernt. Letzte Woche, persönlich, zum ersten Mal. In Roland. In Roland Sperk, ja. Ja. Der Alexander Hauser schreibt, stimmt, ist Wagram geworden. Früher waren wir Donautal. Jetzt geht von Klosterneuburg bis nach Wagram. Am Wagram ist jetzt die eine Weinregion oder was, das eine Weinbaugebiet, das haben sie jetzt umgenannt, okay. Echt, wirklich? Okay, ja, jetzt dämmert, wenn ich nacht, es dämmert mir da was, da war was, ja. Das ist an mir vorübergegangen. Finde ich aber trotzdem komisch, dass Ja, weil Wagram ist da weit weg. Na, weißt vor allem eher weit weg und über die Donau drüber, das sind zwei Welten, hätte ich mir gedacht. Aber bitte, wieder was dazugelernt. Ja. Wieder was, auf jeden Fall, der weiß ja gut. du? Ja, Jawohl, das Keifall ist da. Hey, grüß dich Gott. Was haben wir noch? Daniela Schlegel, unsere Brennsche-Besse ist am Start. Grüß Servus. dich Gott. Franz Brandwein ist da. Grüß dich. Weinregion Wagram, früher Donauraum, geht von Klosterneuburg bis kurz vor Krems. Wahnsinn. Okay, ja. Ludwig Sass hat das auch schon, naja. Die Bierbrauer kennen sich aus beim Wein. Einmal wieder dabei ist der Ulrich, servus. Der in Bodersdorf bleibt bei uns. Ja, den Nein, lassen der wir bleibt bei. schon, bleibt schon. Michael, alles gut. Alles gut, Michael. Wobei, man, ganz ehrlich, das wäre schon noch ein Ritterschlag, wenn die Bodersdorfer sagen,
In die bucklige Welt. Der steht jetzt da, nein, nicht auch in der Buckel, der steht beim berühmten Glassteurer in der Klause, in der buckligen Welt. Das werden sie nicht machen. Nein, zumal ich bin ja noch nicht berühmt, ich müsste erst berühmt werden. Da ist der Haken, da ist der Haken, jetzt weiß ich es, ja. Ein Haken. Ein Wahnsinn. Ein Leuchtturm in der buckligen Welt. Warum nicht? In Bremen gibt es den kleinen Preußen als Leuchtturm, der bestiegen, besichtigt werden kann. Ja, Leuchtturm, aber Leihwand. Nein, aber ich würde das Schifferl haben. Der Franz M. ist auch dafür, dass der Leuchtturm in Bodersdorf bleibt. Ja. Bodersdorf war auch nicht schlecht. War nicht schlecht. Übersiedeln, nicht? Das ist ja zu mir in die Heimat quasi. Ne? In Otto Walkes geht davon, was ein hergibt. Ja. Wir wären ein alter Eisenbahnwaggon. Ja, Fritz Stadtwurst, das war haben wir schon durchgedacht. Beide schon, ja. Vor Jahren schon, vor 10 Jahren schon. Wie du die Klause bezogen hast, kurz nachher schon. Haben wir schon über einen Eisenbahnwaggon philosophiert. Das Problem Problem ist ist, noch komplizierter, glaube ich. das Problem ist bei mir Logistik. die Logistik. Damit das müsste man... So ein kleiner Alter gangert, das gangert schon. Ja. Nur die kleinen Alten, die sind nicht mehr leistbar. Das ist nicht mehr machbar. Und die neuere Größe, die kriegst du wirklich günstig. Muss halt den Transport nicht, die kriege ich nicht auf. Ich habe da 2 Kehren durch den Wald. Und selbst Hubschrauber haben wir schon gefragt. Selbst Hubschrauber, ich weiß nicht, was das kostet, das haben wir noch nicht gefragt. Aber es fällt aus, weil ich da genau nur eine Oberleitung habe. Genau. Also die nicht eine Oberleitung, also die Freileitung schon. Die Häuser sind verbunden halt mit dem Strom. Noch oberirdisch, das heißt, das geht nicht. Das heißt, ich muss mit irgendwas aufkommen, das ich mit einem LKW aufbringen kann. Schon mit einem Sonderschwertransport und das muss ja ausgehen, dass du also einen großen Eisenbahnwaggon an von den neueren, die man noch relativ günstig kriegt, die sind einfach auch von der Länge her zu lang. Das kommst durch die Kehre nicht auf. Wobei dann das zweite Problem ist, einer kriegt einen Grund. Nicht? Also ich könnte da keinen Kran aufstellen, der fähig wäre. Also, geht lange da alles, aber das natürlich, also das wäre weit über dem, was irgendwie wirtschaftlich sinnvoll wäre. Also das kannst du nicht quasi so mit einem LKW-eigenen Kranheber. Nein, überhaupt keine Chance. Da brauchst du einen eigenen, weil das da an der Kuppen ist und bei mir aber sozusagen in den Hang hinein. Und das heißt, das wird aber haben wir schon gedacht auch. Ja, wer weiß, was es wird. Wer weiß, was es wird. Berüchtigt reicht nicht. Nein, Franz Brandt, da muss man berühmt werden, sonst gehen die Bodersdorfer einen Turm nicht her. Nimmst du da Straßenbahn? Ja, das wäre überhaupt super, aber das ist überhaupt unleistbar. Unleistbar. Alles schon probiert. Thomas Brunn ist da. Schöne Grüße aus dem Bregenzer Wald. Grüß Gott, servus. Gerade mal geredet von den Bregenzer Festspielen. Ja. Gerade mal geredet. Ein Bauwagen. Der Bauwagen, Michael Unger, war dann auch, hat meine Mutter noch gesagt. Und ich habe gesagt, ein Bauwagen ist zu banal. Hat zu wenig Flair irgendwie, Ja. finde ich. Das fällt das Flair irgendwie. Ja. Ne? Das Schiefernakel ist eigentlich am besten. Ja, weil man einen Bauwagen, klar, man kann einen Bauwagen einstellen. Nicht? Da kann ich einen Wohnwagen einstellen. Schaut jetzt schöner aus, dann irgendwie, was ein bisschen her ist. Aber ein Schiff, das aus dem Hang rauskommt, Oh ja, das hat was. der Bug da in die Richtung, die Wellen der buckligen Welt. Oder der Leuchtturm. Na gut. Ja, wir arbeiten dran. So. Leuchtturm ist jedenfalls einfacher als ein Eisenbahnwaggon, den kann man nämlich gestückelt dann transportieren. Eben, ja. Ja, Unter Umständen. Hochhofen, mein Freund, bringt mich auf den Teppich der Realität zurück. Zuerst den Bagger, dann erst den Leuchtturm. Nicht alles auf einmal. Ja, Bitte, aber nach dem riecht ja der Bagger. Das stützt den Klaus. Ja. Kauft sein Motorrad. Weißt, ist nicht einer dabei, der Ich Kawasaki braucht? Ich habe doch kauft einen Bagger. Warum Also ich wollte das ein bisschen vorsichtig. Ja, wenn ich einen Bagger kriege, brauche ich das Motorrad nicht verkaufen. Verstehst du? Das war. Der kauft sich einen Bagger. Ich habe eingeblendet, falls wir. Ja, das ist ja gleich beieinander. Ein Zehner. Vielleicht nicht einmal. Geh, lächerlich, geh. Wenn es alle mitmacht, einen 100er geben. Gibt es alle, wenn 100 Leute einen 100er Genau. geben wir um. Ja, pass auf, warte mal, jetzt haben wir Zuschauer, jetzt werden es gleich alle anreißen. Na, 44 Zuschauer. Jetzt hanke alle weg. 44 Zuschauer, das waren schon Das ist die Hälfte. 4400, das war schon fast die Hälfte. Ja. Ein bisschen was kann ich auch, ich gebe 100 dazu. Nein, lasst euch nicht verrückt machen, es wird schon werden. Wir sind ja da, dass wir lustig sind auch, ne? Das ist, Die Titanic, ja, das war natürlich, stell dir vor, das war jetzt. Wenn ich so einen Euro-Millionen-Dingsbums mache, dann hebe ich die Titanic und stöße mir da in den Garten.
wäre noch drauf ziehen müssen ein bisschen, aber wurscht. Also ein Leuchtturm. Nein, die Titanic. Ein Leuchtturm und der Schiffernagel Nein. geht sich nicht aus, aber die Titanic geht sich da aus. Naja, die ganze, die ist eh schon hin. Die kriegst du eh noch mal einen Die ist Rumpf. nur immer groß. Naja, aber das ist ja wurscht. Das ist schon ein Schiffernagel, mein Ja, Lieber. dann steht es halt ins Feld rein. Jetzt sehe ich immer noch nicht aus, glaube ich. Das ist schon ein Schifferl immer noch. Ja. Die Reste. Ich hätte einen Bagger zu Hause, sagt der Hannes Spießleiner. Ja, bei dir daheim hilft mir ja nichts. Der Klaus braucht einen. Brauch einen. Aber also ganz aber, nicht? Also nicht zum Ausleihen, sondern ich brauche einen Bagger für daheim, zum Tun. Statt einen Rosenmann tue ich dann immer an. Ja. Was haben wir da? Wo bin ich denn? Wildcat! Jawohl, die Wildcat ist da. Und der Piratenflagge, ja, unbedingt. Wer im Wald laufen und gestürzt, na geh, Wildcat. Jesus, 20 Steinchen unter der Hand gehabt. Naja, gut, ein Schoterausschlag quasi. Ein Schoterausschlag, aber Wildcat. Das nicht beim Motorradfahren, sondern beim Laufen. Ja. Nicht beim Radfahren, nicht beim Motorradfahren, sondern beim Laufen. Das ist bitter. Das tut nämlich, das ist unangenehmst. Gute Besserung erst. Aber Wildcat, wird schon weniger, die paar Standeln. Geh, die tust du inhalieren. Apropos inhalieren. Dazu gehört. Du, da habe ich einen Weinkühler, gell? Da steht da. Ich habe mit Absicht jetzt ein bisschen Ach so, herausgeholt. nein, ist schon in Ordnung. Der so, Ist schon in so Ordnung. kalt war früher. So, Bitteschön. warte mal, was haben wir da? Die Lucona, das war Franz Brandt, das war ich. Das war eigentlich für einen Österreicher richtig. Was hat da meine Hand geführt? Ich weiß nicht. Die Lucona. Heben, na das war was. Da hat's groß für da. Ja, da muss man muss flexibel sein. Du zerstörst Träume immer schon im Ding. Na, weil ich Realist bin. Ich bin träumender Realist. 5,99 € vom Hochhof, mein Freund. Shibber Dog in a combat position. Bei Schieberdog schaut fast wie ein Kotz aus, aber Das ist ein Shibber Dog. ja. David, danke herzlichst. Zum Jawohl. Wohle. Dank der Chef. Vielen Dank. So, warte, muss ich gleich. Jetzt muss natürlich veröffentlicht werden. So, was haben wir da noch? Sprachpolizei, sind die Buben offline oder ist mein Rechner bölle gegangen? Na, es Ja, dürfte bis funktionieren. jetzt- Bei uns bis ist jetzt alles schaut's gut. keiner Ja. aus. Der Raffi hat uns eine Anfrage geschickt. Ja, ich habe noch nicht auf Facebook geschaut, auf mein Privatding. Aber werde natürlich beantworten. Das ist ja mal ganz klar. So, wo bin ich da? Es gibt sicher einen Zimmermann, der eine XXL Kontragitarre baut, wo man drinnen wohnen kann. Ja, ist auch eine Idee, aber ich will was Altes haben. Ich will da irgend so was Altes haben, aber Kontra ist auch nicht schlecht. Aber Ludwig Saas Anzahlung für einen Bagger geschickt. Na, Weltklasse. Ah, Ludwig, danke. Schau, Susanne, muss habe ich letzte Woche Gerstl erwiesen. Danke. Danke dafür vielmals. Danke, Ich habe danke. noch nicht geschaut. Ich gebe zu, ich habe noch nicht geschaut. Danke vielmals. Ja, eine Wohngitarre, mal was an, ja. Mit einem ordentlichen Seitenanschlag. Die muss immer gestimmt sein, sonst kannst du nicht schlafen. Ja, aber wenn der Wind drüber fährt, dann zu schwingen beginnt die Seiten. Ja? Ja. So wie ein Windhafen, was? So auf die Art. Ja. Weißt du, was echt cool ist, wo die Leute viel Geld dafür zahlen, dass du übernachten dürfen, aber wo du wirklich deppert wirst, wenn du drin schlafst. Also was vollkommen wertlos ist. So wie den Finger. Wildcat. Wildcat. Super Sticker von Wildcat. 5 €. Hippo character with stars growing in his eyes, pumping his arms in the air with the word hype pulsating above him. Das ist gut beschrieben, ja. Aber Wildcat, danke dir schön. Naja, jetzt, wenn wir da weiter kommen, da werden wir uns schwer tun. Da werden wir die zweite Flasche schneller brauchen, als wir das zweite Lied gespielt haben. Gut. Danke vielmals. So, jetzt haben wir in Musikares. Was wollen wir, Herr Professor? Was wollen wir? Herr Professor, was sagst Jeder Mensch hat auf der Erde, wie man sagt, sein Steckenpferd. Und das meine ist der Hahn, dort wo die Weiberl wachsen da.
Buschen Wind, wo man alte Wiener Lieder singt. So aus der Untermodensee voll Grund, so habe Tanzers unserer lieben Wiener Stadt. Wo der schwarze Kader sitzt am Fass, wo das pure Gold trinkt aus dem Glas, da wo man trinkt und isst, dort wo man alles vergisst, was heute immer mehr zu wieder ist. 50, 60, 50, 60. Mit einem Sport haben wir kein Verein, Sicht mal! ewig schad war's die Zeit. Und beim Fernsehen, da schlafen wir rein. Denk, für uns gibt's nur einen Wein. Wo vorm Haus ein grüner Buschenwind, wo man alte Wiener Lieder singt. So aus der Untermodensee voll Grund, so haben Tanzers unserer lieben Wiener Stadt. Wo der schwarze Kader sitzt am Fass, was sie aussauft, so wie schon Nass. Da wo man trinkt und isst, und wo man alles vergisst, was heute nimmer mehr zuwider ist. Sterbestrophe gehört immer dazu im Wiener Lied, weißt du. Geht's einmal mit mir zu ihm, mach ich gleich mein Testament. Das muss kein Drucken sein, gehaut's mich nach Fassen nein. Aber voll ist natürlich jetzt klar, was du. Wo vorm Haus ein grüner Buschenwind, wo man alte Wiener Lieder singt. So aus der Untermodensee voll Grund, so habe Tanzers unserer lieben Wiener Stadt. Wo der schwarze Kader sitzt am Fass, wo das pure Gold trinkt aus dem Glas, da wo man trinkt und isst, und wo man alles vergisst, was heute nimmer mehr zum Wider ist. Jawohl! So schaut's aus. Ein Buschenmarsch mittlerweile. Na was? Man dachte, das gehört einmal wieder gespielt, auch so in Komplettversion, ja. Hey, Molik, und das ist ein bisschen weg. Solo-Version, bin ich so laut heute? No, wir beide. Ja. Doch etwas kräftig, die Achteln fallen rein von euch, das ist schön. Du, da. So, warte mal. Was haben wir denn da? Schau, der Wolfgang wird zum Spiel gefahren. Jawohl, zum Spiel gefahren. Die Schrammel holen, die neu hergerichte. Ja, das glaube ich, dass er sich Ganz freut. gut geworden, ja. Schau, der Daniela Schlegel wird frech. Wieso? Wieso willst du was Altes in der Klause? Du wohnst ja eh schon dort. Duck und weg. Ich bin Gast, Leute. Sonst hat er mich aus, vielleicht. Ich darf jetzt nicht lachen drüber. Ja? Nein, das ist kein Witz. Und ich sage gar nichts, ich strafe dich mit, wie sagt man, mit Missachtung. Sagt man das Missachtung? Also ich achte mich gerettet. Mit Missachtung. Ich hab's gar nicht gelesen. Der Rudi Korbes ist der Achteln, jawohl. Rudi, Rudi servus, Korbes. grüß dich. Rodolfo Corbesso. Jawohl, schau, die Achtelvereine, danke vielmals. Die Achtelvereine, das ist eine große Freude. So, Schluck natürlich nehmen, ganz klar. Selbstverständlich. Was haben wir die Wochen vor, Patrick? Viel. Zum Wohl. Naja, viel. Ich meine, musikalisch meine ich? Musikalisch haben wir die Woche frei. Nichts vor. Die Woche nichts vor musikalisch, außer natürlich üben. Natürlich. Das ist bei mir jetzt einmal wieder an oberster Stelle, muss ich sagen, was die Musikalität angeht. Weil jetzt haben wir nämlich ein bisschen Zeit, wo wir nicht so viel spielen. Weil die letzten 2 Wochen waren doch intensivst. Da ist dann die Freude, wenn du 6 Auftritte hintereinander spielst, nicht unbedingt so, dass du dann noch dein Instrument auch Vormittag noch zum Üben eine Stunde in die Hand nimmst. Ja, nicht wirklich gegeben gewesen. Und das ist aber notwendig jetzt. Ja. Und jetzt ist ja der Gusto da. Sonst bin ich, andere sagen, ich mache meine zweite Schrammelharmonika fertig, die sollte dann morgen fertig werden, schauen wir einmal. Jawohl. Mit ein bisschen Klick, neue, die 250. Sendung mit die Premiere sein, ne? Auf der neuen Schrammelharmonika. Mit der neuen Schrammelharmonika. Natürlich, ja. Einmalig. Neue Schrammelharmonika mit altem Stimmenmaterial drinnen, ja. Freue mich Einmalig. schon sehr drauf. Dann habe ich noch ein paar andere Sachen.
Am Freitag bin ich in Krems zum Beispiel, bei der Volkskultur Niederösterreich, beim Hans Schröpfer, ein ganz lieber Kollege, ein Harmonikaspieler, der erzählt dort die Geschichte des Akkordeons und wird die verschiedensten Instrumente präsentieren, mit Kollegen auch dabei und so weiter, wird da sehr musikalischer sein der ganze Abend. Da fahre ich nach Krems ins Haus der Region und zur Volkskultur Niederösterreich. Sonst habe ich am Mittwoch vor, private Dinge zu erledigen. Ich muss endlich ein Winterfest machen, mein Garten, ich muss die Bahn zurückschneiden, die Streicher zurückschneiden, den wilden Wein wegschneiden. Einmal noch alles Mann mit der Motorsensen, hinten auch die Böschung. Schneid mir nicht die Hausmauer rein. Und so weiter und so fort natürlich. Was habe ich sonst noch für das Moment? Am Samstag, vielleicht interessiert sich, ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, weil ich habe möchte euch nicht langweilen damit, aber Samstag, mein Neffe wird ja nächstes Jahr 14 und da steht ein Schulwechsel oder eine Lehre bevor, je nachdem was ist. Und da schauen wir uns nächste Woche gemeinsam vor ihm mit am Samstagvormittag, Tag der offenen Tür in der LFS in Mistelbach. Landwirtschaftliche Fachschule in Mistelbach. Jawohl. Dann schon große Leute dort her. Wenn sie heimgehen, wird er Musiker werden wahrscheinlich. Möglicherweise, vielleicht, ja. Das weiß man nicht. Nein, musikalisch ist er nicht talentiert, ist nicht seins, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Du macht nichts. Macht aber nichts. Das sind die meisten Musiker nicht. Wir brauchen Bauern auch. Das heißt, wir brauchen jemanden, der uns mit Eiern und sonstigen Dingen versorgt und so weiter. Ne? Und der soll das machen, was ihm interessiert und dann wird es gut. Ne? Selbstverständlich. Sehr gut, sehr gut. Ja, na gut. So genau wollte ich das ja gar nicht. Ich habe mir gedacht, dann mache ich eine Beschreibung. Ich mir gedacht, ich sage so, nicht, ich bringe so, was machen wir die Woche und du sagst nichts. Also eben jetzt musikalisch. Nichts, ja. Da machen wir nichts. Ich habe heute schon Gartenarbeit begonnen, nicht? Und wer dann das Holz endlich für den Winter einfahren. Tut er nicht weh. Na, das ist immer die Sache. Aber beim Schneiden aber nicht, aber eher beim Transporten, beim Schlichten ist immer die Gefahr. Ja. Aber nein, sonst... Das hat Segel daran geglaubt oder so. Nein. Mein Munkelein und ich, wir machen es uns da gemütlich jetzt bis nächste Woche. Ich mache da ordentlich Arbeit, wir treffen die Familie, alle möglichen Leute da heraus. Jetzt sind ja alle da in den Kirchen daheim. Und das wird diese Woche. Und dann ich meine, es ist ja, man kann jetzt nicht sagen, dann geht es wieder los, weil dann ist genauso. Wir haben genau in dem Monat noch ein Konzert. Ein Auftritt noch am 29. Das ist ausverkauft bereits im Dornröschenkeller. Unser Finale im November. Ja. Das war es dann für das Monat und dann ist schon der Dezember da und der ist natürlich auch, weil er ja quasi nur halber ist, ja. Intensiv. Also irgendwie eine ganz angenehme Zeit. Ja. Wir können uns da nicht beschweren, dass jetzt nicht viel zum Spielen ist, sondern das war immer so. Und wir haben aber ganz gute Geschäfte, muss ich echt auch sagen. Also das ist wirklich angenehm geworden. Früher war das viel, nämlich früher, ist gar nicht so lange her, aber ich sage jetzt mal schon vor Corona, also länger vor Corona, waren es schon so Zeiten, wo man immer ein bisschen schon zittert haben, da waren wir schon froh, wenn wieder der Jänner mit den Bällen gekommen ist. Ne? Bälle natürlich heuer auch nichts. Ein Ball ist der Philharmoniker-Ball, ja. Klar, der war da schon, aber die anderen nicht. Und ja, jetzt stört es uns aber gar nicht so, weil wir Gott sei Dank ja ohnehin ganz gut im Geschäft sind, wie man so sagt. Danke euch allen natürlich auch, muss man absolut. Ganz ehrlich einmal sagen, muss man ganz absolut wirklich sagen. Ja. Und einmal mehr, einmal weniger, aber in Summe ist es so, dass wir sagen, ja, wenn ich mir jetzt nicht gleich einen Bagger kaufen würde, dann können wir auch ganz gut... der reißt ein Loch. Der reißt ein Loch. Also auf den muss ich erst hinsparen. Anders geht auf das den Bagger. nicht. Auf den Bagger, jawohl. Bin ich dabei. Und ich meine, falls alle Stricke reißen, ich würde das nur erwähnt haben. Ich habe keinen Hintergedanken. Aber nächstes Jahr im April werde ich meinen 50er feiern. Wegen einem Bagger. Ursprünglich habe ich ja das angedacht gehabt, aber nachdem du gesagt hast, du verkaufst dein Motorrad, habe ich das dann eigentlich komplett aus den Augen verloren wieder. Ja, habe ich das Motorrad noch nicht verkauft. Ja, das habe ich mir nicht gedacht, dass das so lang dauern wird. Aber was hast du dann aus den Augen verloren? Hast du gleich einen gekauft, oder was? So eine Sammlung. Eine Sammlung gemacht. Eine Sammlung. Die kriegst du jetzt auch noch nicht zusammen. Das ist kein Thema. Gut, dann aus München leider etwas verspätet wegen Besuch. Schöne Grüße auch von Simon. Beste Grüße Retouren. Servus Paul Atman. Grüß dich gut. Jawohl. Der Carlos Martinez ist da. Ja moin, da ist ja wieder allerhandenes aufgefahren. Prost. Servus. Was sagt der Franz Brandwein? Ich probiere jetzt einmal den Weißen, den ich beim Abschiedsfest von der Filmbar bekommen habe. Ah ja, na gut, da stehst du ja immer, nicht? Mit dem Fiaker.
Ja, die ist jetzt geschlossen, die haben zugemacht, Die ja. haben zugemacht, ja. Schau, ein Donauriesling vom Regner. Kann ich nicht kosten, noch mal Prost. Na, Donauriesling ist natürlich eine Neue Sorte, ja. tolle Geschichte, ja. Eine neue Sorte, eine Piwi-Sorte, eine pilzresistente Sorte, sogar der Donnerriesling, ja. Ja. Haben wir Wirklich schon. ganz jung. Ganz, Ganz ganz, junge- eine neue Züchtung, ja. Der Taschler hat einen, oder? Nicht? Na, sicher. Nein, der Manfred hat keinen Donnerriesling. Was hat denn der? Der plötzlich der- hat den wieder Kassen, der Alte, der hat wieder einen Alten Der gehabt. hat einen Heunisch und einen österreichisch-weiß. Österreich-Weiß. Österreichisch-weiß, ja. Nein, Die Ursorte, der Meißner. Der Meißner. Hat einen Donnerriesling auch, ja. Und Und vom Haus, vom Alexander haben wir auch schon zweimal, glaube ich, einmal auf jeden Fall einen Donnerriesling Ja, gehabt. da war auch schon noch dabei, ja. Aus Klosterneuburg nämlich, ja. Ja. Aus der Weinbauschule. Ich glaube, der war aus der Weinbauschule Ja, sogar. stimmt. Wenn Aus ich der mich recht erinnere, ja. Und dem der Meißner in Meidling, Weidling. Meidling, Klosterneuburg. Wie wir es wissen, Weinbaugebiet Wagram. Ich finde das deppert, weil Wagram ist ja eigentlich der Berg. Also Wagram ist doch diese Erhöhung. Das ist da so weit, eigentlich weit weg von Klosterneuburg. Dass dann alles andere auch Wagram heißt, das finde ich, ist ja mir vorübergegangen und ich finde ja eine blöde Benennung. Klosterneuburg ist doch anders eigentlich. Auch vom Boden, von allen, das Terroir, wie man sagt, das Ja, Terroir. das ist, aber Wagram, das ist ja Gebirgszug ist jetzt sehr Das ist, drüber, ja. aber eine Erhebung im Weihviertel. Und das war so, wenn jetzt bei uns sagt, das ist südliches Niederösterreich, nennt sich Rax. So klingt das für mich. Das Oder ist Hohe ein Wand. Berg. Ja. Ich finde ich komisch, auf das kann ich mir nicht Ein angefallen. bisschen eigen, ja. Ja. Es ist eigenartig. Ja. Rudi Korber sagt auch, Fredel Fesler war begeisterter Baggerfahrer. Ja, das weiß ich mittlerweile, auf das haben wir schon viel hingewiesen. Franz Bantermann, das schmeckt, ja. Die Meg ist auch schon da. Grüß aus Luzern, bin auf dem Weg, war noch im Restaurant. Jawohl. Hat sich Jawohl, brav bei uns servus. gemeldet. Hat uns geschrieben, Bin sie ist da dabei. sie Ja, ist dabei. sehr schön. Scherz einmal, alle jetzt Zum Wohl. einmal. Na gut, pass auf, dann spielen wir noch was. Ne? Bagger Wienerlied gibt es ja noch keins. Na, Bagger gibt es nichts. Da kenne ich eigentlich Baggerlieder eigentlich kenne ich nur eins eigentlich im deutschsprachigen Raum. Ist schon lang her, dieses Lied. Mike Krüger. Ach so. Bodo mit dem Bagger. Genau, Der ja, Bagger ja. noch, aber das ist das Einzige, was mir einfällt, aber sonst. Keine Baggerlieder, ja. Einen Scheiß-Song gespielt, was? Ich habe mir gedacht, übst du oder was? Was ist Nein, das für eine aber doch. Skala? Ist ja Ja, interessant. die aber- Skala war nicht falsch gewesen, aber alles andere. Aber das dazu, was? Das Nein, ich wollte so leger im Nebenbei-Stil da anklingen, aber es hat sie, ja, was sollst du machen? Aufgang in F, du wie F wie Vater. Stollen haben wir nix, Knummer haben wir nix, na wir sind die ehrlichsten Leute. Nur mit der blöden Arbeit hat ja keiner frei. Wir tragen bloß Vierter, sind alle fix, aber tun wir, wenn wir täten, aber tun wir nix. Und im Winter, da müssen wir uns plagen, weil da fahren wir mit Aufspritzwagen. Und im Sommer, da schreien wir See, weil da kehren wir miteinander den Schnee. Aber gewissenhaft. Ohne Unterstand beschließen wir unseren Lebenslauf. Du singst die letzten zwei Bücher, jetzt hört sich das Bücherleben auf. Du singst die letzten zwei Bücher, jetzt hört sich das Bücherleben auf. Und kommt dann eine Ruhe von der Idiot, ja dann nehmen wir uns ein Brot, ein Hitten im Bocht. Wir hängen heraus unser Arbeiterporträt und verlangen von jedem ein Sechserl-Entree. Und der Patrick von der Tier, ja der schreit als wie ein Stier, reinspaziert, reinspaziert. Aber der Klausige hintendrein, Aber heute Goschen und singen Refrain. Hereinspaziert ist gefälligst zum letzten
Verkauf. Da sind's die letzten 2 Bücher. Jetzt hört sich das Bücherleben auf. Da sind's die letzten 2 Bücher. Jetzt hört sich das Bücherleben auf. Jawohl, Amica-Nummer, jawohl. Schau da was an, der Roland Spierk ist da. Roland, wie du versprochen hast, wirst du vorbeischauen. Du bist ja dienstlich momentan so eingesetzt, aber du hast gesagt, du wirst trotzdem am Abend wirst das schaffen. Liebe Grüße nach Bad Gastein oder Bad Hofgastein, glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher, ob du in Gastein oder Hofgastein bist, aber ich glaube Hofgastein. Wenn nicht, wirst du uns sofort korrigieren. Es ist sehr Bad. Ja. Bravo an alle neuen. Wird gerade aus der Sauna kommen sein am Abend wahrscheinlich. Und da wird er gleich schlafen liegen. Ja. Hat eine Achtel bei der Hand wahrscheinlich. Und wird gleich einbüseln, vermute ich. Achtel steht's bei der Hand. Kennst du das Lied 2 Sotter kriegen vom Alexander Steinbrecher? Steinbrecher ist das, 2 Sotter kriegen, die kehren nicht zusammen. Ich glaube nicht, aber ich werde es gleich mal spielen. Die Baggerburm gibt's auch. Raffi Leiwand, die Baggerburm. Die Baggerburm, das war was. 2 Sotter kriegen. Probieren wir es. Zwei Sotter kriegen, die kehren halt zusammen, weißt doch, 2 Zwetschgen zusammen vom selben Baum. 2 Sotter kriegen, das hat uns ein Weg, weißt doch, 2 Laben zusammen vom selben Beck. Es tut nicht gut, wenn man so viel suchen tut, denn die größte Liebe wächst im eigenen hin. 2 Sotter kriegen, die gehen nicht zusammen, weißt doch, 2 Zwetschgen sind vom selben Baum. In Otterkring, da hat er mal sich lieb. In Otterkring, im 16. Herr Wasel. Herr Wasel? In Tor. Passt zu Otterkring. Mit einem hochfeinen Brick und einem feurigen Schick. Vor ins Lieb hat's da hinaus der Herr Wasel. Der Wein wird am süffigsten sein, ja, da trinkt er zum Kosten ein Glasel. Schwach aber warm ist die Luft, voller Lindenblütenduft, und die Sonne scheint goldig aufs Tischel. Und der Vogel am Baum zwitschert lieb wie im Traum, und der Katzel schlaft süß in ihrem Nierschel. Da macht der Herr Wasel einen kräftigen Schluck. Er lehnt sie vergnügt in sein Baumdeckel zurück. Wer noch nicht draußen war, im schönen Liebertstal, wo zwischen Bergeln stehen, die Häseln klar und schmal. Wer noch nicht trunken hat, durch draußen Glasel Wein, der kann ja meiner Söhne kein echter Werner sein. Tut die Sonne untergehen, wird's da draußen erst schön, wenn im Garten die Lichter blinken, wo die herrige Wein, ja, da vergießt man Wein auf das Trinken. Und die Madeln und Frauen, wie die Engeln zum Schauen, gingen auf bei die pixiersten Lieder. Und der herrige Wein, ja, der Harzdienerei, völlig zäh wird verlochen das Mieder.
und sitzen die Leute grad so gemütlich beisammen. So fangen's das Liedl zum Mitsummen an. Wer noch nicht draußen war, im schönen Liebhaustal, wo zwischen Bergen stehen die Häuser und klar und schmal. Wer noch nicht trunken hat, nur draußen Glaserl Wein, der kann ja meiner Söhne kein echter Wiener sein. Jawohl. Franz Ballfiebrig. Ja, voll. Großartig. Ja, mit Spielfüller. Was hat uns da gefällt? Das ist, Otterkringer Nummer. ich war da blöderweise beide Mal mit dem Text so beschäftigt, dass ich dann, und das ist eine ganz leichte Akkordgeschichte. Fis-Moll, Cis, Fis-Moll. Dem auch nicht. Was? Ja, das müssen wir kurz durchgehen. Weil wenn er hochgefallen einen Projekt an der Feigen geschickt und ich so, da ist nichts Cis-Moll, oder? Na, da noch, nein, Nein, was ist da? Okay, das ist klar vorher. Na wurscht, das finden wir raus. Das finden wir raus. Ärgerlich, ja. Aber das ist, da habe ich oft wirklich ein bisschen die Schwierigkeit, dass ich auf zwei Seiten nachdenken muss. Ja, genau. Wie war denn da der Text? Der Text und Wie wo ist sind die denn da Harmonie? Also wenn ich beides nicht weiß, bin ich aufgeschmissen. Ja. Eigentlich eher jeder. Wie gleich jeder, ja, genau so ist es. Ist es so. Aber live ist live. Jawohl, die Bücher der KTM-Junkie gesagt. Einmalig. Was haben wir da? Schau, die Achtel von einer, respektive die Weinglaseln, nämlich die Spritzerglaseln. Warum die Spritzerglaseln, Freunde? Weil wir natürlich auch eine Kanalmitgliedschaft mittlerweile anbieten. Also wir bieten es nicht an YouTube. Für 4,99 € kann man uns monatlich unterstützen. Das bedeutet, man zahlt uns quasi im Monat ein Achtel Wein an jeden beim Taschler. Nicht in der Innenstadt, da geht sich gerade eins für einen aus. Vielleicht. Ja, aber also beim Taschler jeder ein Achtel im Monat sozusagen, das wären die 4,99 €. Und der einzige wirkliche Vorteil, den du hast von der Kanalmitgliedschaft, außer der Förderung der 16er Buben, ist eben die Möglichkeit der Verwendung dieses Emojis, wie wir es da sehen, zum Beispiel von Paul Artmann von Sprachpolizei oder von anderen oder vom Raffi Kanalmitgliedern. zum Beispiel, ja. Genau, das habe ich jetzt da halt im Blick so. Also, Das ist gerade sicher, ja. das wäre echt leibend. Ich danke euch vielmals, falls jemand von euch Interesse, Lust hat, das zu machen. Ist eigentlich, der Schmäh ist eigentlich der, dass keiner ist. Das heißt, das ist einfach eine Fördermöglichkeit. Es ist eine weitere Möglichkeit, uns Gutes zu tun, sozusagen. Ja. Und keine Angst, also wir bringen es auch wieder unter die Leute. Ich würde so postwendend werden eingegangene Beträge umgesetzt. Ja. Mittlerweile schauen wir, dass wir möglichst viel Flüssiggas kaufen. Neue Kontrasaten, neue Stimmenmaterial, viel Schrammelharmonikas und so weiter und so fort. Nicht das, was man so braucht, alles. Was man braucht. Eigentlich kaufe ich mir jetzt da unten, die man nicht braucht. Nein, nicht wirklich. Ne? Ja, wir sind nicht so, Equipment wir sind und nicht so, so schlimm. Ja, aber selbst vom Equipment denke ich mir, schafft bis Depper, das meiste davon brauchen wir echt nicht. Hätte man nicht braucht. Aber viele Sachen, wenn man es nicht gekauft hätte, hätte man es jetzt nicht so wissen, dass man es eigentlich nicht braucht. Das ist oft bei Dingen, die... Und es ist ja so... Der Lernprozess ist doch trotzdem gegeben. Auf jeden Fall. Und dann muss ich echt sagen, beim Fundus, was ich habe, ich kaufe immer noch was dazu. Das ist ja nicht so. Nicht? Aber bei dem Fundus, was ich habe, ist dann oft so, dass dann irgendwas ist und ich sage, Moment, was schaue ich jetzt ich habe doch das. Es geht mir auch schon in der Zwischenzeit so. Und dann funktioniert das immer wieder, ja. Gut, dass ich das gekauft habe vor 5 Jahren. Ja, absolut, ja. Ja, es ist ein Wahnsinn. Und zuerst irgendeine Montagemöglichkeit für zum Beispiel um den Fuß beim Kontragitarrenspielen auf dem neuen wunderbar Stehhilfehocker montieren zu können und zu konstruieren können. Also das sind lauter Sachen. Ja. Ich meine, es hat ja auch das ist aber auch das Genie, was in mir wohnt. Das muss man auch sagen. Ich frage nur,
wenn du zum Instrumentenbauen anfängst. Na, gar nicht. Nein, du bist mehr Mit der Bagger. Du bist mehr Ich der bin der Grobe. Grobmotoriker. Ich kann ein Instrument ausgraben oder eingraben. Kann ich da. Ja, man das dort jetzt unbedingt, wie ich das Stimmenmaterial wieder gesichtet habe und Stimmzungen präpariert habe und Stimmzungen ventiliert habe und gereinigt vorher und nachher gestimmt. Und da haben wir gedacht, das ist nichts für dich. Ja? Das, was ich glaube, sie machen Percussion oder was? Das Nein, ist ich ein habe mir Wahnsinn. gedacht, das Inoffizielles Kanalmitglied ohne Spritzerglasel, richtig der Franz Brandwein, der war leibend, der hat gesagt, erst ich hab das Ganze nicht. Beim Stippert, wenn wir waren, hat er eine Creme, ein 60er, hat er gesagt, das ist mein Jahresmitgliedschaft, Kanal. noch einmal herzlichen Dank So dafür, viel Franz. Ja. Dank der Franz, na, da trinkt man noch einen Schluck drauf. muss Ich meine nicht, dass wir beim Stippert nicht schon drauf getrunken hätten, ausgiebig, sondern trinkt man gleich noch mal drauf. Jetzt einmal. Es ist einfach schlicht und einfach eine weitere Variante. Wenn ihr sagt, zuerst die wollt ihr 16 aber ein bisschen finanziell sozusagen fördern, dann ist das eine Variante, genauso natürlich wie, ihr kennt es alles, den schlichten Schmattes, wenn der Hut herumgeht, sozusagen der virtuelle Hut. Es geht natürlich über PayPal, es geht über Online-Überweisung, es geht die Kanalmitgliedschaft, es gingen natürlich die hiesigen, wie heißt es da, diese was wir heute schon gehabt haben, zweimal, diese Superchat-Sachen, aber fragt mir nicht, wie das geht. Das gibt es alles, die Sachen findet ihr alles in der Videobeschreibung. Und was natürlich auch noch geht, wenn ihr sagt, nein, ich will das alles nicht so wirklich haben, dann will ich es haben davon, dann könnt ihr uns natürlich auch fördern, indem ihr Merchandising-Artikel kauft. Ganz geschwind, so her, zack, schaut her, dann gibt es da so Penis, schau, schau wie das auf, da schau, so Hauwald-Gabatz zum Beispiel, oder, schau, was ich herunterruck, bitte, das ist ein Wahnsinn. Was haben wir da? Da haben wir meinen absoluten Favoriten, nämlich, schaut her, Jawohl. unser Ich selber habe mir sofort eins bestellt. Muss ich ehrlich sagen, ja, der gehört schon, eine gehört zu mir. Unbedingt. Pudelhaum mit Quasten. Pudelhaum. Und noch vieles mehr. Ja. Blechheferl, andere haben. Also Leiberl natürlich en masse. Falls jemand noch sowas als Geschenk haben möchte, dann empfehlen wir, dass man noch im November bestellt. Macht es, dann Ganz geht's, dann sicher. sind wir Also auf bis Nummer 30. sicher, sagen wir mal so, und dann ist bis Weihnachten ganz sicher da. Ja. Wird vielleicht Anfang Dezember auch noch gehen, aber ich sag nur, wenn man das auf sicher Carlos geht. Martinez schreibt, Patrick merkt wieder nicht, dass leer ist. Oh, ich habe schon gemerkt, aber lass ihn mal ein bisschen zedern. Ich achte auf seinen Alkoholgehalt. Wa? Bitte, da bringen Alkoholgehalt schon. Ich habe dem mehr eingeschenkt als mir, das macht aber nichts, aber trotzdem, so ist lame. Und ja, Leimdame, Buntigame. gut. Wenn es reinpasst, spürt mir heute mein bester Freund, bitteschön. Mein Susanne guter Freund, Moser. machen wir gleich. Schöne Nummer. Susanne Moser, dass ich hier ausspreche. Klaus, eine wunderbare Nummer. Eine Eigenkomposition Von dir? freut uns sehr, dass wir das spielen dürfen. Ja. Also, dass sie gewünscht wird. Gewünscht sagt man gar nicht. Gewünscht, ja. sagt man, gewünscht. Gewünscht ist eigentlich falsch, aber es ist die poetische Form ist gewünscht. Gewünscht, ja. Also zumindest fühlt man das Ich ein. finde es auch melodiöser. Schöner. Ja. Ich finde es einfach schöner. Aber es heißt gewünscht. Gewünscht, ja. Was hast du gewünscht? Genau. Eigentlich richtig, ja. Es ist eigentlich vom Deutschen die richtige Form, aber gewünscht. Das ist manchmal hadere ich mit diesen Dingen, weil Ja, im Duden steht das, absolut, und, ja. aber in den Poesiewerken der großen Dichter und Denker stehen dann Begriffe, die im Duden so gar nicht vorkommen. Oder was redet man vom Duden, die Autokorrektur nicht checkt. Gut, die Autokorrektur checkt viele Sachen nicht. Also, was ich oft an WhatsApp an einen Klausi verschicke, korrigiere ich es dann. Oft korrigiert man, er wird schon wissen. Er wird schon. Heute habe ich einmal korrigiert wieder, aber Er wird schon wissen, was ich meine, ja. heute war wieder seine Stilblüte dabei. Na, was heißt ja. Aber ist ja wurscht. Ich sehe die erst noch, da kann ich fragen. Also gut, mein guter Freund, besser bekannt als die Einsamkeit. Man kennt fast sagen zu jeder Zeit, spül ich den Trottel für die Leid. Und manches Mal platzt mir der Kram, da kennt den Wurstel, jeder Schlag. Den Kasperl spülen, das stört mich nicht. Danke meinem Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund
bester Freund heißt Einsamkeit und bin einmal ganz allein. So sind wir dennoch immer zwei, ich und mein Freund, die Einsamkeit. Mit ihm bin ständig ich zu zweit und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Wenn ich wohin komm, sagt mir gleich, unterhalt mich, komm, ich lade dich ein. Und so mach mein Hetze ungeniert und krieg meinen Rausch so finanziert. So lachen wir beim Wein vereint, aber trotzdem bleibt man nur ein Freund. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund heißt Einsamkeit und bin einmal ganz allein. So sind wir dennoch immer zwei, ich und mein Freund, die Einsamkeit. Mit ihm bin ständig ich zu zweit und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Und hat das Leben das End mir gebracht, kein Mensch mehr über mich dann lacht. So macht die Augen langsam zu und geh allein nicht dann zur Ruhe. Nur einer gibt mir noch Geleit, es ist mein guter alter Freund, die Einsamkeit. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit und will einmal allein sein, dann schlaf ich einfach ganz tief ein. Jawohl. Gratuliere zu dieser wunderbaren Nummer. Ich danke dir vielmals. Ich danke dir schon. Susanne, sehr gerne. Schön, dass du das gewünscht hast, die Nummer. Es freut uns umso mehr. Es freut uns sehr und ja. es freut auch andere, wie ich sehe. Ja, die das 8 freut mich wieder doppelt. Schön. Wirklich schön. Schöne Nummer. Weltklasse. Danke, schön, so die Achteln. Würde mich auch das Engel aus Kalau dazu passen. Dann machen wir das Engel, sagt der Franz Engel. Machen wir das Engel, ja. Ja. Da schauen wir mal in die Sprachpolizei, habe soeben einen Zehner über PayPal überwiesen. Einer muss ja mal anfangen. Ja, Weltklasse. Ich danke dir herzlichst. Danke der Dankeschön. Sprachpolizei, Weltklasse. Ein Schmattes ist halt immer eine Freude für einen Musiker. Muss man echt sagen. Es hat sich nicht geändert. Die Sprachpolizei schreibt für den Bagger. Für den Bagger, na so, naja. Ja, den teilen wir uns. Aber danke dir schön. Die Wiener Musik hat viele Lieder, nur wenige hört man immer wieder. Der eine hat's Bummel, der andere hat's Glück, und das ist ein Vogel und kommt stets zurück. Es wird viel besungen, durch Lieder geehrt, nur für eine Person, da blieb der Ruhm lang verwehrt. Bescheiden im Eck steht ein Engel allein, und daneben grölt die Menge den Herrgott aus Stein. Da
kennt seine Kinder ganz genau. Es hilft beständig, was halt geht, obwohl es die Menschheit nicht versteht. Es rackert schon mehr den ganzen Tag, weil's Engel so viel Kummer hat. Doch hört's ganz leise Schrammelmelodien. Dann kommt auch das Engel auf Urlaub nach Wien. Der Kornberg, der Steffe, der Bruder, der Wein wird besungen, wie sogar der Kader. Der Tod ist ein Bruder und will ein Ausbruch noch sein. Der Wiener, der stirbt, kommt in Himmel hinein. Es gibt vieles mehr, das in Liedern bedacht. Über Wurstel sogar hat man gewarnt und hat gelacht. Ein Loblied aufs Engel, ja das hat man versäumt. Und daneben, der Herrgott aus Strand, sitzt daneben und der Wein. Das kleine Engel aus Kalau kennt seine Kinder ganz genau. Er hilft beständig, was halt geht, obwohl es die Menschheit nicht versteht. Es rackert schon mehr den ganzen Tag, weil's Engel so viel Kummer hat. Doch hört's ganz leise Schrammelmelodie. Dann kommt auch das Engel auf Urlaub nach Wien. Engel. Engel, eine wunderbare Nummer. Ja. Jawohl. Wunderschön. Na schau, das Engel ist da, heute, sagt der Wolfgang. Ja, scheinbar, ja. Hey, das gefreut mich sehr. Verschmäht von uns selber über Jahre und jetzt wieder, Ja. dank Wolfgang eigentlich dazu wieder kommen, eigentlich, dass man das wieder ausgrabt. Das stimmt, ja, ja. Wolfgang, danke. Bravo, Wolfgang. Ja, Bei der Herner steigt raus, da haben wir auch schon lange nicht gespielt. lang nicht. Heute von Sonne wird Not Nummer 9 für ein Musikgesang. Der Hitze der Garde, die gibt's nimmer mehr. Der Werner sitzt da, macht sich das Leben nur schwer. Drum leideln sind's gescheit und verpasst nicht die Zeit. Geht's langsam durch der Welt und pfeift's auf das Geld. Hört zu, was der Großvater singt aus der uralten Zeit, jetzt erklingt. Bei der Herde steigt Rost vor der Lieder, da war der Stammtisch noch der echten Wiener, mit'm Samtner Gewandel fest benannt. Zum Erst am Pfeiferl in der Hand, mit einem goldenen Schreifel drin in Ohren. Ja, man kann fast glauben, so sind's geboren. Und ein lieber süßer Schmäh ist gering. Ja, so waren's die Alten gewesen. Schien muss doch wirklich im Himmel drum sein. Petrus, ich bitte dich, geh, lass mich hinein. Ich möcht gern schrammen mit Brandmeier Herrn, weil mit der Werner herund, der hört euch heute noch gern. Ein Engel führt mich in einen goldenen Raum, dort hab ich's dann gemerkt, oh solcher Traum. Und wie ich dann munter bin wohn, hab mein Wernerlied die treu geschworen.
Bei der Hähne steht Rost vor der Linie, da wo der Stammtisch noch der echten Wiener, mit samt der Quandel Fisch benannt, und mir schon Pfefferl in der Hand, mit einem goldenen Schäferl drinnen durch. Ja, man kennt fast glauben, so sind's geboren, und der liebe süßer Schmäh ist gerettet. Ja, so waren's die Alten gewesen. Der Hernersteg. Ja, hast du ja schon lange nicht gespielt. Der wollte Schmied von Lerchenfeld, wird auch passen. Haben wir letztes Mal gespielt, aber warum soll man heute nicht spielen? Ja? Weil du gerade davon gesungen hast. Ja. Der Herbert der Star war auch schon lange nicht mehr. Ja. Was sagt der Hannes, meint die Wiener Herigenstanzeln? Nicht pass auf, nicht pass auf, dann machen wir jetzt einmal einen Bruch. Machen wir einen Stilbruch, weil Ja. das jetzt ich spielen will. Quasi ein bisschen ein Gypsy Jazz. Also nicht wirklich, aber. Wer mich gern haben zu dir meine Haberei, träum jede Nacht von dir und von meinem Bier im Stammlokal stehen die alten Beisel noch, die gingen mir so, wie an der Wolkenkratzer da. Ich bin schon ganz Mattea, in San Francisco aus das Downey. Find da kein Hocken mehr, ums neue Brot hat Luftballon geblasen her zu mir, dass ich was hab von dir wär. Shabba-dabba. Geht ihn nur heim von Dove. Yes. Hätte ich da sogar mit der Gypsy Gitarre spielen können? Eigentlich ja, richtig. Aber natürlich nicht. Wann welche Saaten drauf waren endlich. Nicht? Naja. Das ist das Problem meiner allen Gitarren. Das ist ein Problem, ja. Ja, das ist, ich mag ja Seiten. Ich stehe dazu. Also, es kommt dann die Weihnachtszeit. Ich nehme alle drei mit zu mir, ja. Nein, das ist, was willst du jetzt Weihnachten? Fahr in die Werkstatt, gemütlich. Du Weihnachten hast du, weil du so viel Zeit hast. Weihnachten habe ich gar keine Zeit mehr. Nein, Das ist schön. Aber nicht keine stressige Zeit, aber eine schöne Zeit, ja. Du, apropos Stress, die Flaschen ist leer. Der hat einen Zug, das ist ein Wahnsinn. Wir sollten dann schauen, dass was da ist fürs nächste Lied.
Bitte ja. Ich begebe Die mich, Achtel von einem Danke. begebe mich sofort zum Kühlschrank. Achteln und die Spritzerglasel. Von einer. Die wird klasse. Geht bitte, wenn mich der Herrgott fragt, da will ich auch noch unterbringen. Rodolfo Corpesso. Wir bleiben beim gleichen Wein, meine Lieben. Nur ein Jahr früher, 2022, Riesling. Ist noch immer Wagram? Was? Also noch immer? Nein, aber vielleicht. Wagram DRC. Nein, hätte sein können, dass das 22 die schon, 22er Jahre noch nicht war. Ja, das macht mich fertig, dass das Wagram heißt, das Weinbaugebiet. Es ist eigenartig irgendwie. Ja. Es wird schon einen Grund geben, den wir halt nicht verstehen. Sind gelaufen. Aber ich halte es für deppert, weil der Wagen, das ist wirklich. Naja, ist ja wurscht, das geht immer nicht. Etwas gereift, ein bisschen eine leichte Rauchigkeit fast. Rauch? Ja, das war damals noch Raucher. Nein, das ja. Ja. Merkst du den Unterschied? Und das war gut, dass wir mit 23 angefangen haben. Ja, auf jeden Fall. Der ist schon etwas harmonischer. Aber der andere war spritziger, nicht? Und der ist jetzt schon harmonisch. Ein Jahrunterschied, gell, was das ausmacht. Oder? Es ist ja nicht Gut, nur ein Jahrunterschied, ist ja sondern generell der andere, Jahrgang auch anders immer. anderer Jahrgang, ja. Das ist ja so, ja. Also ganz schön, was da zu sagen. Alexander Haus, auf jeden Fall herzlichen Dank Danke nochmal dir. Danke. für deine Weinspende. Ich möchte vielleicht allgemein grundsätzlich jetzt einmal sagen, schon langsam wird es eng bei uns mit dem Wein. Ich sag's nur, ohne Hintergedanken. Es geht schon wieder aus. Ja, es wird schon, also ich habe schon einen Platz wieder. Wobei, ich hätte noch was zu Hause auch. Naja, ein bisschen was ist schon noch da, aber ich will halt rechtzeitig, sagen, ich will rechtzeitig zum Schnurren anfangen, weißt du, was ich meine? auch an alle Weinbauern, Winzer und so gleich. Also, Ja. wenn ihr eine Idee habt, ja. Oder wirklich, ich meine, das ist jetzt aber wirklich, also das meine ich ernst, wenn ihr einen Winzer gut kennt, jetzt persönlich irgendwie, und sagt, erst, geh, lass aus, 2, 3 Kistel oder ein ist auch wurscht jetzt da, ja, aber lass aus was und das schickt man den 16er Buben und die trinken das Cora Publico, muss man sich vorstellen. Solange man das noch darf, ich weiß, wie lange man das noch Dürfen, ja. Ja. Aber nur, also wirklich Nicht eine so Idee. schick. Naja, was weiß man. Aber vielleicht, aber das war wirklich eine Idee, nicht? Wenn du sagst, zuerst, ich kenne einen Winzer persönlich, was sagst du erst, ich meine, es kostet ihm nichts, was soll ich nicht, 2 Kisten oder 3. Genau. Nein, ihr wisst, was ich meine, weil das haben wir oft gehabt. Das hat der Wolfgang uns öfters mal ein Kistal zukommen lassen von der Fuchs. Ja. Dann die Mama eben oft vom Trabauer. Trabauer, ja. Immer wieder, ich habe befreundeter Winzer, Nachbar gleich, der Alexander Hauser macht es ja so. Alexander Hauser schreibt so, okay, hab's verstanden, jawohl. Ja, der Fuchs hat leider nicht mehr so viel, ja, Fuchs fällt aus mittlerweile. Ja. Wobei es wird sicher nächstes Jahr der Michael Höfler wieder vertreten sein. Natürlich, Das nein, weiß ich es ist ja, Darmstadt. aber ich denke jetzt, Graf, beide Ja. Grafs werden vertreten sein. Natürlich. Und so, nicht klar. aber ich denke jetzt ein bisschen an Neichere. Ein bisschen Winzer, neu, ja, für dass man uns die auch auch nicht, präsentieren kann. Da. Es ist ja durchaus nicht fad, nicht, Ja. sage ich einmal so. Oder eben jetzt auch in eurem Sinne, nicht? So sagen, dass du sagst, ich kenne einen oder so wie der spanische Wein war, nicht? Vom Dampfhammer Zum 57. Dampf zum Beispiel, ja. Was hast du dazu? Oder über Markus Volker, den wir gekriegt haben, nicht? Diesen herrlichen Riesling von der Mosel war das, glaube ich. Unglaublich gut. Der Riesling-Sekt war, Sekt, der Wahnsinn. Sekt war ein Wahnsinn, die Doppelmagnum. Magnum, der war Der war Weltklasse. unglaublich gut zum Beispiel, ja, Wahnsinn. Also, was ich damit sagen will, ist jetzt gar nicht einmal nur jetzt, weil wir schnorren, in dem Sinne jetzt ein Wein, sondern jetzt wirklich auch, dass wir ein bisschen so denken im regionalen Sinne und an unsere Freunde und Nachbarn und Kollegen, wie auch immer, die einen Weinbau haben, dass man sagt, erst, da wir doch zusammenhelfen. Bei den See, klar, jetzt hast du bei uns ein mörderische Werbeding, hast du auch nicht, das ist schon klar, aber es ist da und es ist Das ist präsent und das ist lange präsent und für immer präsent, nämlich auch, muss man auch sagen. es ist dauerhaft. Das ist ja dauerhaft da. Steht Ja, drinnen ja. auf irgendeine Art und Ja, ja. Weise. Und natürlich, wenn wir sowas gesponsert kriegen, ganz konkret, da machen wir auch entsprechende Postings auch noch auf den anderen Kanälen. Das ist das Genau macht so man, das ist eh es. klar, nicht? Aber Genauso mit Bier. Natürlich. Der Ludwig hat gesagt, durch das Hochwasser ist das so ein bisschen eingeschlafen, aber im Laufe der nächsten Wochen werden wir uns einmal treffen. jawohl, Unbedingt natürlich. jawohl, unbedingt. Freue mich. Weil das, was die zwei machen, die Sabine und der Ludwig, das ist mir wirklich gut. Absolut. Was sie da produzieren. Absolut. Ja. Absolut. Und auf das freue ich mich schon voll. Ja.
Maggie ist jetzt im Zimmer. Im Zimmer? Achso, in Luzern bist du jetzt wieder, gell? Ich kenne mich nie aus, wo du bist gerade, nicht? Pemberton ist in sein Haus. Jawohl, bravo Ulrich. Genau so. Ja, Jawohl. Ja, aber wie gesagt, also das war jetzt auch durchaus so gedacht im Sinne von, lass uns ein bisschen zusammenwirken, mehr oder weniger. Nicht? Also nicht die großen, wie man so sagt, die großen Medien oder was immer, die muss man erreichen. Nein, man muss die Kleinen erreichen eigentlich. Und die Kleinen, wir können nicht zusammen. Nicht? Und so meine ich das ein bisschen. So, Genau mit diesem so ist Gedanken, es. Ja, genau. der Gemeinschaft. Nicht? Das kann sein, dass das auch schon ein bisschen übertrieben ist von mir. Aber Nein, ich glaube, so denke ich mir das halt. Ja. Ja. Mit einem Schluck auch nicht mehr noch. Schade, dass ihr keine Biertrinker seid. Würde euch gerne eine Kostprobe von meinem selbstgebrauten Bier schicken. Hannes Spiesleiner her Hannes damit. Spiesleiner her damit, wir sind Biertrinker Was auch. denn? Und auch sehr bieraffin. Gell, Ludwig? Da gehen wir uns auch aus. Und falls jetzt noch wer fragen, ich trinke ja ganz gerne einen Schnaps. Also ein Edelbrand. Ich sag's nur, ich will es nur gesagt haben. Irgendwie in Soos bei Baden kenne ich auch wen, vielleicht aus dem Wienerwald, da kenne ich auch wen. Da wenn du da kennst, Wolfgang, ja Wahnsinn. Nein, wie gesagt, ihr versteht, was ich meine. Und jetzt müssen wir abarbeiten. Der Ludwig schreibt schon, gell? Jawohl, Patrick, und an einen Herrn Spiesel in einer Hand schreibt, der trinken Bier auch, jawohl. Ja, wer uns kennt, weiß, wir trinken. Punkt. Immer diese Einschränkungen. Ne? Wobei, ich bin tatsächlich mehr Weintrinker, weil das Bier halt auch nicht so vertragen. Nicht jetzt alkoholisch so, sondern wirklich einfach, das ist einfach eine Mahlzeit. Ich bin wirklich beides. Natürlich, ein Weinviertel natürlich ist bei mir sicher 70-80% Wein, aber ich schätze ein Bier genauso. Absolut. Besonders wenn so andere Sachen sind, wo es in eine andere Richtung geht, aber die trotzdem noch normal sind, sage ich einmal so. Ne? Selbst handgemachte Bier, kleine Brauereien und so weiter, aber die auch wirklich gutes Bier machen. Und sowas schätze ich sehr. Schau, Daniela Schlegel. Schnaps, ich fühle mich nicht angesprochen. Nicht vorher warst du Duck und weg. Jawohl. Übrigens, wir haben schon, der Onkel Helmut und ich haben schon den Termin so Anfang, Mitte Februar im Auge, dass wir Blunzen machen wieder. Ja? Das hilft einer nichts, solange du die Blunzen nicht bringst. Das hilft einer gar nichts. Deine Versprechungen, die leeren. Ja, was soll ich machen? Ja. Schau, die Mega schaut Ja, in Minga trinken die Buben Asche auch schon auf ein mein Bier. Haupt. Ja. In München haben wir schon ein Bier trinken. Ja. Zwei haben wir schon getrunken. So, na gut, pass auf, dann reißen wir auf. Was haben wir denn jetzt alles? Ja. Was haben wir denn jetzt alles? Hast du das gemerkt? Alles? Nein. Nein, habe ich mir nicht gemerkt. Pass auf. Hergott der Stark. Durchs Reden? Dann der Schmied von Lerchenfeld war. Die Schmied, ja. Dann war mir der Herrgott fragt. Ja. Und noch eins. Und noch eins war. Das haben wir gleich. Hochhofen, mein Freund, das Protestlied. Entweder den Text hätte ich vielleicht da. Muss ich gleich schauen, dann gehen. Aber irgendwo war noch eins. Der alte Schmied. Die Herigenstanzel, genau. Herigenstanzel, ja. Fangen wir mit dem alten Schmied an. He? Bitteschön. Weit draußen, wo in Lerchenfeld ein ganz alter Schmieden steht, als Bub hab ich dort oft beim Tag dem Schmied zugeschaut bei seiner Block. Die Fuhrleute haben die Resser gebracht, der Schmied und Gesellen haben bis in die Nacht das Eisen kämmert und ums Boot. Die Funken sind dort lustig gestohlen. Der alte Schmied von Lerchenfeld, der hat kein Wein und kein Geld. Es kommt zu kein ranziger Wohn, kein Kutscher bringt mehr Trost zum Schlag. Einmal war ein reicher Mann, hat selber geführt ein Schimmel gespannt. Heut rennt die Zeit, sein Herz ist schwer, es gibt heut keine Fuhrleiter mehr. Ja, ich überlege auch.
mir oft und oft eine alte Geschichte erzählt. Gustav. Auf der Welt. Wir machen es nochmal schön. Ne? Das war das Intro quasi. Mein aber hat mir oft und oft eine alte Geschichte erzählt. So hat er gesagt, der Herrgott kommt mitunter auf die Welt. Und wem er da begegnet tut, den Retter freundlich an. Und mancher fromme Wunsch, der geht auch in Erfüllung dann. Ja, das wär doch wirklich gar nicht schlecht. Ich wisst schon, was ich sagen möcht. Wenn mich der Herrgott frage, ob mir denn gar nix fehlt, da mache die Buckel das Schönste auf der Welt. Ich sage, lieber Herrgott, wenn's grad gut aufgelegt bist, dann bring die alte Zeit zurück. Die Zeit voll Glück, Herrgott. In Untergeld raus, in einem uralten Haus, In einem Hof in der Speckbacher Gassen, da ist gelernt ganz verstaubt, seiner Zierde beraut, ein Herrgott aus Stahl. ganz verlassen. Ich habe mich entdeckt und als Kind dort versteckt, mein Kind unter meine Stollen. Denn die größeren Buben waren auf die Stollen wie die Nonnen. Als Kind hätten sie mich gestohlen. Herrgott aus Stahl, du nur allein, hast mir als Bibel verstanden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bist du wie ein Freund davor gestanden. Oft hab ich gewarnt unter mir und ich gelernt, den Kinders Sorgen sein groß. Herrgott aus Stahl, du allein, du warst mein einziger Trost. Ja, das ist schon lang her, Von dem Haus steht nichts mehr wussten, und Ottergring hat sich verändert. Het wird überall gebaut, oder soll nicht zerhaut. Auch die Menschen, die haben sich geändert. Ich fahr öfters noch raus, denn meine Mutter wohnt raus, und wie ich so hingehe zu ihr, da liegt ganz verlassen, zerschlagen auf der Straße, mein steinerner Herrgott vor mir. Herrgott aus Stein, ich glaub mir zwei, haben uns noch rechtzeitig gefunden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bin dir als Freund stets verbunden. Ich trag dir heim und bieg dich zusammen, seien deine Schmerzen groß. Herrgott aus Stahl, du nur allein, du warst mein einziger Trost.
Medley Deluxe. Deluxe Medley. Ja, alle durchspielen, ganz spielen natürlich. Das ist da oben so schnell vorbei. Also, nicht schnell nicht, sondern. Schnell nicht, nein, aber die Achteln fallen rein. Die Achteln fahren. Jawohl. Wunderbar. Fürs Flüssiggas. Ja, genau. dazu eine Geschichte aus deinem Leben, ja. Ja, Lukas Macherig ist da am Trockenen, wollen wir euch nicht sitzen lassen. Vielleicht bringt ja der Nicolo oder das Christkindl was, beziehungsweise kommst du mal wieder vorbei. Patrick, jawohl. Bravo Lukas, schön, dass du da bist. Und ja gut, aber wie gesagt, der Grafwein wird uns natürlich stets über Wasser halten. Das ist eigentlich schön, nicht? Das finde ich einen schönen Spruch. Der Wein wird uns über Wasser halten. Einmalig. Jawohl. Zuerst Kalau, dann Stein. Das ist eine Hefenpartie heute. Ja, gell, ist ein Wahnsinn. Schau, Wolfsberg und UTV ist da. Wolfsberg und UTV. Heute auf TikTok habe ich es, glaube ich, kommentiert. Habe ich kommentiert auf TikTok. Weltklasse. Da wirst du am Weg, bist was nach Spanien, nicht? Zu dieser Husqvarna Rallye da. Und da war ich da voll leibend mit einer Original Rotsbremsen Deluxe. Mit dem Oberlippenbord. Der kommt wieder, glaube ich. Gell? Der Oberlippenbord kommt wieder. Keine Sorge bei mir nicht. Ich brauche schon den ganzen, weil wenn ich den Oberlippen dann schaue ich. Das ist bei mir, also ich schaue ohne Bord oder ohne Vollbord nicht. Ich schaue nicht gut aus. Ist ja so. Aber der Wolfsbike, bitte wirklich absolut leibend, Wolf. Rotsbremsen Deluxe. Am Fösen, jawohl. Der Insider sagt am Hefen, Stau am Fösen. Ich biege mir Schmalz am Fösen an. Sagt der Sprachpolizei Franz Brandwein, das ist aber leibend. Und der Franz Brandwein ist ein Fiaker, ich glaube, der kennt sich da wieder aus. Aber bravo, Sprachpolizei. Jawohl. Auf 50er steht, sagt der Rudi Korb, ist nicht gut, das ist ein Wahnsinn. Franz Ehm sagt, der Fösen in der Vollversion. Ist jetzt ein Wahnsinn. Hier ist ein 50er, der Rudi Korb ist als 50er steht. Ein Wahnsinn. Da müssen wir einen Schluck Rudolf, da muss ich sofort, lieber Rudi, sofort einen Schluck auf dich. Na, eben.
Ich danke dir vielmals. Der Riesling ist übrigens sehr gut. Der ist sehr gut. Wir wollen ja nicht so rüberkommen, als ob wir Geld geil wären. Aber es ist wirklich was Schönes, wenn ein Geld reinkommt. Ich sag's euch, wie es ist. Reden wir doch ganz offen. Solange das ist, aber die rauchen wir nicht. Braucht eine, ja. Hochofen sagt auf Bravo, jawohl. Franz Bratwin, also Insider bin ich Gott sei Dank nicht. Jawohl, bravo. Gut gekontert. Sehr gut. Ja. Wirklich gut gekontert, ja. Die Maggie ist sicher in der Weihnachtszeit im Nussdorf. Jawohl. Ja, wegen der Sulzer, ne? Klar. Der hat auch gespielt, gell? Der Sulzer Roland hat auch gespielt im Nussdorf, ja. Ja. Schaut, aber so der Harry Schnelle-Fonte ist am Start. Grüß dich gut. Jawohl. Grüße aus Granada vom Wolf. Ja. Nein, Jawohl. Bitte. Aber die darfst du ja nicht anrasieren. Bitte nicht. Wolf, du hast es noch nicht gesehen, glaube ich. Der Wolf, original, mit der Rotzbremsen Deluxe. Der Rest weg. Ja, Der Rest fort, nur mehr da. Ja. Aber nicht so auf Pornobalken, Sondern nein, so auch nicht, aber passe. werde ich sofort nachschauen nachher. Ja, passe. Muss man sagen. Muss man echt sagen. Das habe ich noch nicht gesehen. Granada mit der Husqvarna. Weltklasse. Na gut, das ist jetzt natürlich in der kalten Jahreszeit, bei uns ist ja dann auf Spanien die Motorrad-Hochsaison, Ja, freilich. weil natürlich dort geht es. Ne? Das ist halt, bei mir ist nicht einmal Bagger-Hochsaison. Lukas Macher sagt, wo satzen heute? Also bei mir in der Klause, in der buckligen Welt. Leider nicht bei mir. Ja, weil sonst hättest du was vorbeigebracht. Das war's gewesen. Sicher. Nimmst den Adi auch gleich mit, ja? Aber das letzte Mal haben wir schon gemacht bei dir mit dem Sumsi, nicht? Mit dem Spontangast Sumsi. Spontangast Sumsi kam vorbei, ja. Na, falls wir das wirklich nächste Woche bei dir machen, wer weiß, wer da wieder vorbeikommt. Wer da wieder vorbeikommt, nächste Woche, ja. Genau, nämlich am 25. Nein, in 2 Wochen ist das dann. Ja, nächste Woche. Nächste Woche ist das, warte mal. Ja, heute, also der nächste Montag. Nächster Montag ist bei nächster mir. Montag. Nächster Montag ist bei mir, ja, genau. Sehr wahrscheinlich, sage ich jetzt einmal. Ja, Also da muss schon irgendwie ziemlich sicher, ja. nicht Genau. hergeht, dass das irgendwie zeitlich schwierig wird oder so. Aber so wie es ausschaut, wird das ein Ding. Wer weiß, wer da zu Besuch kommt. Wer weiß, Dein wer Bruder da- geht was noch da mal kommt. wieder einladen. Lukas, wie schaut's aus nächsten Montag? Ich habe gerade von deinen Brüdern geredet. Lukas ist immer dabei. Er ist immer eingeladen, das ist eh klar. Ich habe mir gedacht, dein Bruder, weil der war nämlich, weil die 250. Sendung ist und der war bei Der war mit der allerersten auch dabei. Ja, genau. Was die allererste? Nein, die zweite war es. Die allererste haben wir allein gemacht, die zweite haben wir ihm gehabt. Der war grandios. Die zweite Sendung. Da sind wir noch so eng Auf Facebook war das auf noch. Facebook noch. Und das war ja noch, da habe ich das Handy gehabt, da habe ich schon dieses Fisch auch Das- gehabt. genau. So Zum Aufgeklipsen. war das? ein Objektiv, was du aufklipsen kannst aufs Genau, Handy. genau. Da wird das so hergestellt. Und dann sind wir so gesessen und wir haben gesagt, da spielen wir aber nicht, sondern da reden wir nur, weil aus Platzgründen. Ich habe mir gedacht, wieso, das kann ich nicht gehen. Und den Oliver, den Brüdern, haben wir gesagt, geh, du bist dabei. Und da sind wir so zu dritt nebeneinander gesessen. Und dann haben wir aber, So. und dann haben wir schon, na sowas, beim ersten Mal haben wir zu zweit. Und dann haben wir gesagt, wir spielen aber nicht. Und dann hat irgendeiner gesagt, geh, spielst was. spielt's was, Dann haben wir ne? gesagt, das ist ja wurscht, spielen wir halt was. Spielen wir was, ja, Dann haben wir gespielt. Und dann beim zweiten Mal war der Oliver mit, ist in der Mitte gesehen, nicht ganz knapp. Der Oliver ist dazwischen drin. Und dann haben wir auch gespielt und dann immer geschaut und immer gelächelt. Und dann hat sie nachher gesagt, bin mir vorgekommen wie ein Volltrottel. Bin da gesessen, nicht gewusst, was ich tue. Jetzt habt ihr am Plätzchen geredet die ganze Zeit, ne? Ich war genau im Zentrum vom Fokus von der Kamera und er ist zwei links, rechts und ich bin da gesessen. Das war genial. War halt aber eigentlich das war ein guter Gast. Für die 250. Sendung. Aber natürlich, ich meine, hallo, Lukas, ich meine, ein Winzer in der Sendung ist natürlich. Und wer führt mich dann heim? Ja, Lukas, ich nicht. Ich nicht. Ein Wahnsinn. So. Ja, weil der Patrick da Söchen tut, ja genau. Na, bei mir darf er. Siehst du Ja. das? Jawohl. Was haben wir da? Wenn oben nichts mehr wächst, dann gleicht man es unten wieder aus. Ja, das stimmt, ich gebe dir recht, ja. Das ist so. Habe ich neulich von Marion Zipp neue gebrauchte Noten bekommen, schreibt die Maggie. Einen Stapel auf dem Klavier in meinem Hostel in Wien gelassen, einen Stapel bringe ich nach einem Hospiz in der Schweiz, wo ich oft spiele. Na bravo, ja. Ja, super Sache, super Idee. Klar, weil die meisten müsst ihr schon haben wieder, gell?
Der Andi war beim Patrick. Der Andi, ja, na klar, der Christina Andi war. Christina war... Ja, zweimal. Ja, zweimal. Ja. Aber das letzte Mal war der Sumsim, ne? Ja. Der kam spontan, ein spontaner Aufruf während der Pavlatschen und der Sumsi ist umgekommen. Ja. Mit einer wunderbaren Käsewurst, Richtig. die wir noch gegessen haben. Auch. Vor allem nachher, dann haben wir nach der Pavlage haben wir mehr gefressen und gesoffen wie während der Pavlage. Das ist ein Wahnsinn gewesen. Ich merke, ja genau. Ich verbreite das Wienerlied so gut wie möglich. Einmalig. Jawohl. Ja. So. Schluckerl. Warte, jetzt muss ich dann schon bereit machen wieder. Ich weiß schon, was wir gerade vom Wein reden und von Winzern und so. Da fällt mir ein Liederl. Das gefällt mir sehr gut. Da mal den Patrick was einfällt. Das gefällt mir gut. Was den Patrick was Du wirst das sofort erkennen. Ja, bitteschön. Du schneidest alles um, gell? Nicht, dass du wieder während des Spiels drauf kommst. Da hat sich was eingefallen. Ich hab's gemerkt, ja. Aber hat mich nicht daran gehindert, weiterzustellen. Ja, natürlich. Weißt? Ein Schluck. Schau, die Silvia Beach ist dabei. Grüß dich Gott. Grüß dich, Silvia, servus. Jawohl. Was jetzt trinkt, aber da muss ich auch einen Schluck trinken. Kann ich ihn allein trinken lassen. Bin ich unhöflich. Der schmeckt mir. Ey. War gut. Ich bin ein Habertanz. Ich halt nix auf am Pflanz. Meine große Leidenschaft gilt nur dem Rebensaft. Hab ich ein Glasl Wein, fällt mir kein Unsinn ein, nur dass ich manchen Tag ganz friedlich so. Ich brauch kein ganzes Fasserl Wein, die Gottung ist mir wurscht. Nur gut muss heut das Tripfel sein und das lässt mein Durst. Ich hab mit 3-4 Liter genug, da geh ich ein Witz. Bin Wasser, nur lass mich in Ruhe, denn das mag ich wirklich nicht. Bin Wasser, nur lass mich in Ruhe, denn das mag ich wirklich nicht. Ich hab das ausprobiert, hab ziemlich lang studiert. Ich brauch den Wein zunächst, ja, nur als Arbeitsgeist. Den kommt er sich in mir, ein Viertel Wein trinkt Spiel. Hebt sich mehr am Ohr, drum hört's mir zu. Ich brauch kein ganzes Fasserl Wein, die Gottung ist mir wurscht. Nur gut muss heut das Tripfel sein und das lässt mich durch. Ich hab mit 3-4 Liter genug, da geh ich ein Witz. Mit Wasser, nur lass mich in Ruhe, denn das mag ich wirklich nicht. Mit Wasser, nur lass mich in Ruhe, denn das mag ich wirklich nicht. Ein wenig kurz und ein wenig lang und ein wenig umgekugelt auf der Bank und ein wenig eng und ein wenig weit und dann sind wir die Leute mehr frei. Aber der Wettermantel und der Postgang und der Butterfass mit einer Rierscheibe und der Mühlesuppe mit einer Mistgabel hab ich noch nicht gehabt auf die Nacht. Aber der Wettermantel und der Postgang und der Butterfass mit einer Rierscheibe und der Mühlesuppe mit einer Mistgabel hab ich noch nicht gehabt auf die Nacht. Drei Bauern haben schön tanzt, die Schienermittel mit der Franz und der Mollersee mit der Picares, der Querlbrei mit der Firma Gräs, der Querlbrei mit der Firma Gräs, der Mollersee mit der Picares, Schienermittel mit der Franz und die drei Bauern haben schön tanzt. Ritter, der Redel, der ho, Ritter, der Redel, der ho. Ein Floh und ein Fliegen, die sind sehr schwer zum Kriegen. Mit der Flohfliegel von der Fliegen, da war er noch schwerer zum Kriegen. Das Pudelweib hat das
Bugelmadel, Bugel sind sie ineinander im Grom, ob die Kugel tut, haben's bombardiert, dann sind's marschiert. Versteh's auch nicht. Der Pfarrer von Grinzing, der hat einen kleinen winzigen Hut, aber steht da der am Hut. Meine Schwester spielt Zither, mein Bruder Klarinett. Der Vater schlagt Mutter, singst, das ist ein Quartett. Im Gras sitzt der Grü und zirpt vor sich hin. Auf einmal ist gestarrt, weil der Kopf ist so gemacht. Ja, die Gesteinseln sind gesungen, das Lied ist jetzt aus. Und wenn sich gut gefallen hat, gebt's einen Applaus. Kinder, spült's die Glaserl an, wer weiß, was am Morgen ist. Trink mal Ex, was liegt schon dran? Ein Räscherl, das ist gewiss. Ein geschmackiges Bussel von meinem Schatz. Was braucht das ein Mensch noch mehr? Was kümmert uns, was morgen ist? Bringt's noch ein Liter her? Was kümmert uns, was am Morgen ist? Bringt's noch 12 Liter her? Jawohl. Na was denn? Schon wieder Ein Potpourri Deluxe schon wieder. Deluxiert. Wahnsinn, erst. Apropos Deluxe, Leute, der Ackerl ist ja nicht da heute, aber da habe ich. Jetzt steht Jetzt ist die Gitarre davor. Ja, in Wien, da hat man es ja schon gesehen, da sieht man es jetzt nicht gut, natürlich, weil es weiter weg ist, aber hier ein großartiges Präsent. Kennt das da aber? Ja, nein. Ach so, ja. Nein. Die kann, wo denn die Instituten haben? Das ist ja wurscht, das zeige ich mir das nächste Mal. Nein, die ist woanders. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal ein wunderbares Präsent vom Ackerl, vom Iron Acker bekommen, weil er in Mattighofen war, in der KTM Hall und hat dort ein Blechschütt mitgebracht. KTM Pony, und was steht drauf? Auf allen Wegen mit Pony Deluxe Spezial überlegen. Wunderschöne Mopeden. Ja, aber ich war bei anderen Idee. Wahnsinn. Na, probier's Nein, aus. ich habe eine andere Idee. Ich weiß schon, was ich mache. Pass auf, machen wir es so. Fix da geh her, zack, pass auf. Jawohl. Foto. Zack, haben wir gleich. Zack, wusch, bang. Hier, zum. Mach nicht zu viel Bang, ja? Er riecht sich schon. Ist schon da. Zack, ui. Jetzt habe ich da weg. Also vom Zack zum Ui, das wollen wir nicht. Nein, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Und passiert auch nicht. Da bin ich überzeugt. Da schaut's her. Und da einer, was sagt sie jetzt da? Was sagt sie jetzt da, wie wir das... Ich sag da, ich bin ein technisches Genie. Ein Genie. Da fährt die Eisenbahn drüber. Da kannst du machen, was du willst. Großartig. Was schaut sich das an? Auf allen Wegen mit Pony Deluxe Spezial überlegen. Immer noch eine riesengroße Freude darüber. Ein großartiges Präsent von unserem Iron Acker. Weltklasse. Ackerl heute nicht da. Trotzdem, alles Gute, gell? Zum Wohle. Und das ist natürlich sofort montiert, das ist klar. Der zittert mir schon wieder erst. Was sagt der Hannes Spießler? Was muss man machen, um von euch eingeladen zu werden, außer einen Bagger kaufen? Ja, Bagger kaufen ist schon mal ein guter Anfang, du. Das ist einmal eine Idee, nicht? Was hat der Lukas Machig? Was eine Taxispende? Was? War ich da nicht dabei, sagt der Raffi. Na, Raffi war immer dabei. Was meinst du, wie der Sumse da war? Franz Brandwein ist ein Fiaker. Nein, ich weiß nicht, ob der Franz Brandwein in Lukas vom
Von Patrick, vom Ich glaube eher, der Lukas Weifel. wird auf der Couch draußen schlafen und du wirst bei mir im Schlafzimmer schlafen. Ne? Zum Beispiel, Ich schlafe nicht bei dir im Schlafzimmer, sicher nicht. Nein, das mache ich nicht. Nein, ich wehre mich. Da schlafe ich lieber in der Kuchel. Auch die Möglichkeit besteht. Jawohl. Der Husqvarna Track heißt das, genau beim Wusbecken. Am Start. Morgen geht es um 7:30 Uhr los. Wenn es Offroad ist, kann ich mir vorstellen, dass der Muhammad 10, die Erhebung da in die Strecke eingebaut ist. Ja, ja genau, nicht Rallye. Ich habe gesagt Rallye, gell? Husqvarna Track. Sicher mörderisch leibend. Ja, ich glaube auch. Ja, Das war sicher lässig. Ja. ich glaube ja, dass das leibend ist. Und der Steuermat kann so gut dudeln. Nicht dudelt wurde. Ist liefert dir mal. Nein, aber es war nicht dudelt. Das war nicht dudelt. Das war. Das war schon gejodelt, oder? Ich weiß, ich bin ehrlich gesagt damit gar nicht beschäftigt. Mit dem Da ist die Dudeln, Frage, mit dem inwieweit Konkreten. hat der Nagelkorl dudelt oder hat er gejodelt? Das ist ja, Ja, das das ist ist, fließende Übergänge. ja. Weißt? Das, Aber oder Radio. Aber Holder ist doch gejodelt, oder? die Übergänge sind sehr fließend. Das geht dudelt sein, das geht dudelt sein. Und dann das ist aber gejodelt. Das ist gejodelt, Was ja. macht sie? Aber lieb von dir, Maggie, danke dir schön. Aber ich werde, glaube ich, da nicht ins Weltkulturerbe aufgenommen werden. Auf allen Wegen überlegen und die Belegschaft ohne Stress auf KTM, auf AMS. Ja, es ist leider wirklich, ja, derzeit eine Tragik. Ja. Tragödie, ein Drama. Die Bonnetten, jawohl. Gibt es Pawlatschen verpasst? Gibt es das mit Pawlatschen? Naja, Raffi, es kann schon sein. Nicht auslassen, oder? Es waren schon ein, zwei Mal, war schon, wo du dann gesagt hast, du bist eingeschlafen oder irgendwas, weiß ich nicht mehr. Aber es hat, Der Sumsi, der Christian war in Eibestall. Definitiv. das war, glaube ich, die letzte Sendung. bei dir draußen. Das war die letzte, die wir bei mir gemacht haben draußen. Ja, genau. Und das ist schon lang her. Naja, im Sommer. Nein, das war sogar noch vor dem Sommer. Oder Da war es halt, nämlich ja. kalt, da war das Fenster nämlich zu, weil ich am Fenster angeklopft hat. Also es war nicht Sommer. Er kam vorbei und es klopfte auf einmal am Fenster bei mir. Ja, aber das heißt ja nicht, dass es nicht Sommer. Ja, aber Nein, dann es war's war, halt es war spätes früher war es. Ja, Es ist lang her, es ist lange her. aber es ist ja. nicht, ich sag mal, es ist nicht Ein Jahr nicht, her. aber oder über so. ein halbes Jahr ist sicher. Das kann schon recht sein. Das kann schon sein. Soll er nachschauen? Nein, ich weiß es nicht. Ja, das finde ich aber auch nicht so schnell jetzt. Nein, ich finde Das jetzt schon war- schnell, aber das Problem ist, dass diese Software diese Fenster offen hat. Greift das nicht an. Na, das macht dann nichts, aber wenn passiert ich was vielleicht anderes was, wenn du aufmache, was anderes aufmachst. ist Ne? das immer im Vordergrund. Das heißt, ich sehe das nie gescheit. Mhm. Das ist mein Problem. Ja. Ja. Der Raffi ganz fertig. Gibt es also beim Flatschen verpasst? Ich glaube schon, du hast schon ein, zwei Mal, da hast du hast dann geschrieben, du hast eingeschlafen. Irgendwas war, ja, wahrscheinlich. Das wird schon mal sein. Ich meine, bei 250 Sendungen darfst du auch nicht verpassen. Ja. Wollen wir das durchgehen Bist du nicht von lassen, Anfang an dabei, sozusagen, aber, ja. aber trotzdem, nicht? Das ist halt, aber doch schon sehr lang. Nicht? Also du hast schon einige. Das war ja interessant, ich meine, kann das einer von euch von sich aus festhalten, dass er wirklich sogar schon bei der allerersten dabei war? Nämlich, das ist jetzt ein Blödsinn, was ich sage. Naja, weil die wir haben ja- Pawlatschen, wir die haben die 250 ist gerechnet auf YouTube. Auf YouTube und wir haben ja auf Facebook begonnen und das, fast ein Jahr. da hieß es ja noch gar nicht Pawlatschen nämlich, am Anfang eigentlich, sondern 16 April der Livestream. Der Wiener verschiedene Namen immer gehabt dafür. 25, 16 oder was weiß ich, was war. Und solche Sachen gehabt, ja, genau. Aber das war, wir haben 2019, Mit der Pawlatschen aber begonnen. nein, 2019 war der Livestream Der Live- auf Facebook. Aber die Pawlatschen Und die Pawlatschen begann mit tatsächlich dann im Jänner. im Jänner 2020, oder was? Weil ich habe nämlich das Video gefunden gehabt, dass ich, da bin ich da mit da in Weihnachtsbaum stehen gehabt, und da bin Ja. ich da gesessen Ja. und habe ein kurzes Video aufgenommen und gesagt, dass quasi das nächste Mal, ich weiß nicht, ob es da schon Pawlatschen-Kassen hat, aber dass der YouTube, Ja, also ja. dass wir mit der nächsten Sendung auf YouTube wechseln, sind, ja. damals noch aus technischen Gründen Der, weil wir gesagt haben, Der das Hauptgrund war klingt eigentlich, das, besser. weil die Tonqualität auf Facebook derartig komprimiert und zusammengestaucht war, dass das furchtbar gelungen hat. Nämlich. Ja. Und nachdem wir ja da viel Musik spielen, nicht nur plaudern da, sondern auch was spielen, und das war furchtbar, der Ton eigentlich. Ich habe mir gedacht, ich schaue mir das selber nicht an, weil da, nach einem Lied trage ich an, ne? Ja. Weil das so grauenhaft war.
Und der zweite Grund war, dass wir gesagt haben, naja, auf YouTube kann es ja jeder schauen. Der muss nicht auf YouTube sein, wie bei Facebook. Genau. Der muss eigentlich auf Facebook. Man kann es zwar auch schauen, wenn man nicht auf Facebook ist, aber es ist sehr umständlich. Umständliche Geschichte, ja. Noch immer übrigens. Du kriegst irgendwie eine Meldung, dass du anmelden sollst oder sowas. Und das war ein Grund. Und da weiß ich, habe ich dieses Video gemacht. Und das war mit der Weihnachtszeit. Und ich gesagt, mit dem nächsten, also ich sage jetzt mal mit Jänner, vielleicht war es auch noch im Dezember sogar. Aber ich glaube, mit Jänner haben wir dann gestartet auf YouTube, mit Jänner 2020. Genau. Und dann war ich nämlich eingeladen beim Zonko. Jawohl. Ja, das sieht man da jetzt nicht mehr. Da oben, das links ja, das ganz sieht man da oben. nicht. Aber Nein, du da hast das sieht man's Leiberl nicht. auch heute. Ja, Zonko Svetiv, genau. Jawohl. Darum, ja, man sieht es nämlich da nicht mehr. Das ist also ein Außending. Auch schon ein etwas älteres Modell, aber es gibt es noch immer, glaube ich. Das ist ein Standard. Standard. Beim Zonko, da war ich eingeladen bei ihm im Livestream. So haben wir den Zonko, also ich den Zonko dann kennengelernt. So hast du ihn Zonko kennengelernt. Ja, Und genau. so haben ja sehr viele von euch uns kennengelernt. Über einen Livestream beim Zonko im Brennraum. Genau. Und dann sind das Ganze hat sich angespielt, das war eben vor den Lockdowns. Ja, genau. Das war im, weiß ich nicht, Februar, Jänner, März. Februar. Jen- Nein, Fe- März Fe- war dann Fe- der Lockdown nämlich. Ja, dann, ich glaube im Februar war ich beim Zonko. Ja. Kurz davor, ja. Und dann natürlich hat sich schlagartig dann diese Livestream-Geschichte natürlich massiv intensiviert durch diese Lockdowns. Und dann ist relativ schnell dann eben ein Name dann gekommen. Dann haben wir diese Pawlatschen, den Namen gegründet. gehabt, ja. Aber gerechnet haben wir hier, glaube ich, den ersten Livestream, der noch nicht Pawlatschen Der noch war. nicht Pawlatschen hieß, ja. Aber das war eben vor 249 Mal. Muss das gewesen sein im Jänner 2020. 20, ja. Muss das gewesen sein. Jetzt können wir ja nachrechnen mit den Wochen. Ein Jahr 52 52 Wochen. Wochen, ja. Also rechnen wir es einmal ganz simpel. 50 sind 2 Jahre sind 100, 4 Jahre sind 200 und 5 Jahre sind 250. 250. Ja, die stimmen 20 bis 21 stimmt da auch nicht ganz. Naja, pass auf. Aber dann sind wir Nein, jetzt warte, wir verloren. sind Ende 2024. Also wir sind jetzt dann schon hingekommen. 52 Und- Wochen sind, machen wir es 53. Nicht, das 53 Montage nämlich. Ja, das kann nämlich schon das sein. kann sein. Und wir haben in der Lockdown-Zeit mitunter dann öfters gemacht. Das haben wir sicher mitgerechnet. Ja, das kann Dann sein. öfters in der Woche, glaube ich. Aber vielleicht kann ich es auch noch verweigern. Vor allem, ich weiß nicht, noch ob wir empfinden. wir haben dann beim Lockdown, wie der Lockdown kam, haben wir am Sonntag einen Frühschoppen auch schon gemacht. Ob das auch schon mitgerechnet ist dann im März, im 20er Jahr, ist das auch Pawlatschen schon mitgerechnet? Oder Die ist das Livestreams, gell? nicht? Das Ich muss mal schauen, ob ich das auf YouTube selber auf dem Kanal muss man nachschauen. irgendwie außerfinden das war kann. wirklich interessant. Weil ich ja. brauche nur die Livestreams anschauen in Wahrheit. Und dann da muss ich schauen. Aber auf jeden Fall mit YouTube hat es begonnen 2020. Und der Raffi schreibt schon, ich bin seit dem Jahr 20 dabei. Ja, genau. Ja. Also kannst du sagen, ziemlich genau von Anfang an. Aber jetzt war es interessant, ob jemand von euch schon dabei war, wie wir die erste Sendung gehabt haben auf YouTube, auf Facebook. Die allererste auf Facebook, da haben wir nur 1, 2 Zuseher gehabt. Wer war denn das? Das weiß ich auch nicht mehr. Das war nämlich interessant. Ist jemand heute dabei, der bei der allerersten Sendung von uns, wie wir noch waren, im Studio Donaufeld, aber im Studio, im Punktstudio noch waren? Nein, Punkt da mal. haben wir die ersten Sendungen, da Nein. haben wir die ersten Aufnahmen gemacht. Da habe ich dann noch kein Ah Studio ja, gehabt. richtig, das kam ja Studio. auch erst nachher. Studio. Das ist ja auch schon mit, naja, das kam relativ bald. Ja, nachher, das nicht? war vor aber- es kam bald dann. Das, aber ja, genau. da haben wir die ersten gemacht. Stimmt, ja, genau. Da waren wir schon. Das ist ein Wahnsinn. Was sie da dauert in der Stimmt, Zeit. Unglaublich. Und was wir gelernt haben, das ist wirklich spannend. Wirklich spannend. Aber das ist eigentlich ein Thema für nächstes Mal. Das war ein Thema auch für die Freitag zum Beispiel. Auf jeden Fall, ja. Für den Podcast am Freitag bei der Morgensendung bei uns. Das könnte man da mal ansprechen. Das einmal ansprechen eigentlich. Ein Revue passieren lassen und wie das Ganze entstanden ist eigentlich bei uns, ja. War gar nicht so schlecht. Ja. Ich finde es Ja. selber interessant. Interessant, wirklich, ja. Ein bisschen eine Vorbereitung nämlich auch vorher bedarf das Ganze. Aber es Da muss ist, ich selber auch wieder nachdenken, weil da sind viele Sachen, die ich mich gar nicht mehr so erinnern kann. Was war denn vorher und was war später dann? du kannst jetzt wirklich sagen, es sind seit 19, also es sind jetzt 5 Jahre, eigentlich fast 6 Jahre. 19?
Ja, 19, wir haben schon 25 quasi, ne? 23, 40, Also jetzt auf das gerechnet, 6 ne? Jahre, ja. Also das sind fast 6 6 Jahre Jahre, ja. live und ein Wahnsinn, weil wir haben ja das wirklich gestartet mit keinem Know-how. Ja? Also ich meine, ich habe Facebook-Seiten gehabt. Ich habe einmal geschaut, wie ich überhaupt diese Facebook-Fanseite, diese 16er Burm Fanseite, ich weiß nicht, wie da bin ich gesehen, da in der Stube. Mein Munkelein mir vis-à-vis, der Eckhardt, da Ding gelesen und hat mir zugeschaut, wie ich gekämpft habe. Da gibt es ja diese Fanseiten. Und da kann ich ja eine 16er Burm Fanseite einrichten. Wie geht denn das, ja? Das war Wahnsinn. Ja, 2020 war Corona. Absolut richtig, Raffi. Ja, genau. Seit Zonko nur einmal komplett verpasst. Bravo, Landtalstromer. Ja gut, wir haben natürlich viel von euch haben wir über den Zonko bekommen. Muss man echt wirklich sagen, als Freunde und als Fans. Mich hat der Raue hierher gebracht. Bravo, Wildcat. Bravo, Wildcat. Der Raue. Ja. Raue. Der Franz M. Online-Frühshoppen und Weinverkostung beim Dr. Höfler. Während dem Lockdown. Das war der erste Ding. Das war leibend. Die Weinverkostung. Wie wir live beim Höfler waren oder wie wir die Quereinstieg gehabt, die Zusammenmischen. Weil das haben wir ja auch gehabt. Das war vorher, bevor wir zweimal gehabt sogar. Zweimal, ja. Da war die Felber noch dabei, nämlich die Frau Felber. Ja. Auch dabei, der Strauch. Wahnsinn, was wir da eigentlich schon aufzogen. Und welcher technische Aufwand, weil das Ganze wurde aus Kaisermühlen damals gestreamt, nämlich von einem Freund von Michi Höfler, nämlich. Der hat das ganze technische Equipment schon gehabt und schon das Know-how fast. Und wir sind da nur eingestiegen und haben uns bei ihm dann angemeldet und der hat das quasi. Ja, über was hat denn der das gestreamt? Ja, weiß ich nicht mehr. Das war, da haben wir uns selber nicht gescheit Ich kenne es nicht noch. Es war irgendwas anderes noch. Nämlich, ja. Und schon der Franz Brandwein, so kurz vor dem ersten Lockdown, habe ich die Zehnermarie das erste Mal live gesehen. Genau. Richtig, ja. Wir haben uns beim Zonko kennengelernt quasi. Und das war das letzte Konzert vor dem Lockdown, war bei der Zehnermarie. Das weiß ich noch, weil da haben wir 70 Reservierungen gehabt. Ja. Und es waren nur mehr 30 da oder was. Und unter anderem ist dann der Herr Franz Brandwein dort gesessen, hat sich vorgestellt. Genau. Und da haben wir einander kennengelernt. Ja, stimmt. Ich heiße ja gar nicht Franz Brandwein. Das wäre mich noch so erinnern. Ja, also ja. Nicht. Ich will den Namen nicht sagen. Franz Hem sagt, 15.3. war das, ja? 2020. Ja, das war dann, das ist ja der 15.3. war der Sonntag. Genau, das muss das Frühschoppen gewesen sein. Ja, die Weinverkostung, ne? Oder war das die Weinverkostung? Das war ja auch Sonntag, glaube ich. Franz schreibt, ich bin mir nicht sicher, ob nicht der 15.3. war das nicht der Lockdown-Sonntag, das Frühschoppen? Das kann auch sein, dass er Frühschoppen war. Frühschoppen im Frack, wie im Frack. Ja, gut, das war dann später. Nein, ich vergiss das schon. Das war nicht der erste, sondern das war dann der wie wir uns wieder treffen durften. Der erste nach dem war uns nicht, ja. Nach dem ganz strengen Lockdown. Machen die heute nie wieder. Also nebenbei bemerkt nur, wir treffen uns auch so. Also heute, wenn das wieder kommen würde, sowas, also wir zwei treffen uns einfach. Ja. Da fährt die Eisenbahn drüber. Der Friesel sagt auch, die Weinverkostung war super. Ja, das war schon genial irgendwie. Aber das war ja alles, das ist alles so wahnsinnig schnell gegangen in Wahrheit. Diese Ideen und diese Umsetzung, und ich muss ehrlich sagen, dass obwohl wir ja vor Corona damit begonnen haben mit der ganzen Geschichte, im 19. Jahr eben, weil wir da angefangen haben, Corona war für uns dann von dem her, dieser Geschichte natürlich ein Booster, weil wir haben schon alles gehabt und wir waren schon ein bisschen in diese Materie schon ein bisschen eingearbeitet. Ja, genau. Wir haben schon das Equipment gehabt, wie es notwendig ist. Das Notwendigste haben wir gehabt, ja, das hat schon und ich weiß noch ganz genau, wie wir waren wie wir uns mit Franz Brandwein getroffen haben, da bei der Zehnermarie, also wie wir ihn kennengelernt haben, persönlich bei der Zehnermarie, das war das letzte Konzert, wie gesagt, das waren 70 Reservierungen und es waren schon nur mehr 30 Leute da. Weil es ja schon, das war Dienstag, glaube ich. Das war Dienstag, genau. Am Montag wahrscheinlich wieder Lockdown. Die Woche drauf, ja. Und am Freitag hätten wir noch im Dan Röschenkeller ein Konzert gehabt. Und da hat die Serafin, haben wir schon telefoniert, die Leute haben alle schon angesagt, wir waren nur mehr 8 Leute. Oder nicht einmal 5 sagen wir das gleich an, jetzt machen wir das gleich und nicht, dass wir dann der Auslöser der Pandemie, der was weiß, der Pandemie haben wir damals noch nicht gewusst, aber nicht, dass wir da jetzt mit einem Blödsinn machen, sagen wir das einfach an. Und am Sonntag haben wir den Frühschoppen gemacht. Ja, und am Sonntag gleich, also am Sonntag noch vor dem Lockdown quasi, haben wir schon den ersten Online-Frühschoppen gemacht. Ja. Genau. Im Studio Donaufeld. Das war bei mir daheim, ja genau, Studio Donaufeld. Weil das war ja so,
erstens einmal habe ich da das andere Studio nicht mehr gehabt, weil wir das Haus fertig renoviert gehabt haben. Also rechtzeitig vor Corona sind wir eigentlich Das ist die Proben fertig genau gegangen, ja. ausgegangen, nämlich, ja. Und dadurch war ich schon im Studio, im jetzigen Studio Donaufeld. Das heißt, da haben wir schon agieren können. Aber wir haben das Equipment gehabt, wir haben schon alles gehabt. Das ist ja das Spannende, nicht? Ja. Also wie das spielt. Wenn es wiederkommen würde, können es mir genauso am Arsch lecken wie das letzte Mal. Bravo, Franz Brandwein. Ja, wir waren ein bisschen strenger. Also nicht jetzt so grundsätzlich, aber Am Anfang, ja. wir haben halt auch gesagt, na gut, treffen wir uns halt nicht, machen wir das halt online. Was aber auch wieder zu unglaublich lustigen, leibenden Pavlatschen geführt hat. Man müsste sich das fast einmal anschauen. Ja. Aber es ist so, einer hat gefragt, jetzt weiß ich nicht, wer es war. Wir haben die Pavlatschen gemacht. Dann ich von mir daheim, der Klaus aus dem Studio Donaufeld oder da ist der Klause. Und wir haben gemeinsam sogar gespielt, also Musik gemacht, auch gemeinsam. Das ging damals noch, weil ich habe vorausgespielt und der Klause bekam das über Kopfhörer, was ich gespielt habe, mit und hat dazu gespielt und dazu gesungen. Und das wurde dann live gestreamt dann. Das ging damals noch, weil die Latenz war zwar zwischen mir und ihm da, was aber wurscht war, weil er hat sie ja gehört. Und die Latenz aber nachher zwischen uns beiden beim nächsten Schritt sozusagen, das live zu senden, war nämlich nicht vorhanden damals. Heutzutage geht das nicht mehr. Wir haben das schon ausprobiert. Ja, aus irgendeinem Grund. Aus irgendeinem Grund geht es nicht mehr. Leider, ja. Aber das waren schon sehr lustige Geschichten, muss ich sagen. Das war auch wieder leibend. Und dann war ja, wie es gesagt hat, gut, wir hätten ja eigentlich uns immer treffen können, weil wir ja beruflich zusammen. Das heißt, das hätte uns ja kein Problem ergeben. Überhaupt nicht. Wir haben halt spazieren gefahren ja, durch die Gegend. wir haben es halt gesagt, ja, es ist ja wurscht, machen wir es auch so. Ja, und das war schon irgendwie eine lustige Geschichte trotzdem. Und dann nicht zu vergessen, das berühmte Rutgersche Dopplermeter. Ja. Damit man nachempfinden kann, dass wir brav unseren 1 Meter Abstand halten. Fiel mir das ein einmal, ich mache was. Mir fällt aber eine Idee. 9 Doppler sind genau 1 Meter, da habe ich gebaut. Ein Holzbredel mit so einem Blumengarten, so ein Ding rundum aufgetackert, nicht? Und das war schon, das Dopplermeter war schon fertig. 9 Doppler. Foto habe ich noch, wie ich es präsentiert habe im Garten, wie ich es gemacht habe in der Werkstatt. Nicht? Da habe ich gedacht, passt. Nein, und es gibt ganze Pavlatschen davon. Ganze Pavlatschen davon, zwischen uns, die 9 Doppler, die leeren. Doppler. Übrigens danke auch an Lukas und Adi, gell? Die leeren Doppler waren von euch. Die leeren nicht. Volle habt ihr keine gehabt, ne? Es kam genug Ware, volle auch. Gerade auch geschafft, schon lange nicht mehr gesehen, aber gleich wieder kennt. Bravo, Rudi Welsch, Bonis Kischbalaton. Aus Ungarn sogar. Grüß Gott, servus. Übrigens, die Bratwürste habe ich sehr auf Facebook bewundert bereits und was ihr sonst alles produziert an Weihnachtskrapferl und sonstige Sachen. Großartig. Schau, der Franz sagt, die Weinkosten im Künstlerzimmer war im April 2020. Ja, ist auch arg, wenn du nimmst, das Ganze ist im März und im April ist es schon gerannt. Also ich muss selber sagen, wir waren da schon recht auf Zack. Recht auf Zack, ja, genau. Muss man alle echt zusammen, sagen. alle miteinander, ja. Andererseits, wir haben halt auch die Zeit gehabt. Ja, das ist richtig, ja. Das ist halt auch. Aber dass es natürlich dann solche Wellen geschlagen hat, solche Wogen sich ergeben hat, dass das bis heute rennt und dass wir jetzt dann nächste Woche eigentlich die 250. Sendung haben. Das ist schon. Das ist nicht zu vergessen, wir haben ja schon ein Jahr vor Corona begonnen damit. Das war ja der große Vorteil damals, nicht? Dass wir schon ein Jahr Vorsprung hatten so ist und es, gewisses Equipment ja schon vorhanden war. Ist da, ja. Und ein bisschen Erfahrung auch schon Erfahrung und so weiter. Haben, Das ist schon. Wie das geht, ne? Ja. Die 16er Doppler Babyelefant, ganz genau. Unsere Variante vom Babyelefant. Ja. Patrick, gibt es eine Schule für die Bassseite? Hat der Rudi Korbes. Nein, es gibt Akkordeonschulen für Akkordeon, für die Bassseite, meinst du jetzt die Schrammelharmonika mit die Schlapfenbass oder die Akkordeonbässe? Das weiß ich. Akkordeon-Bassseite gibt es eine Schule, gibt es auch eine, ja, die kann ich da gehen, wenn du willst. Ja, freilich, ja, gibt's. Sehr gut, sehr gut. Wir müssen zusammenhalten, Oder das zeige ich aber mal so, weil das kann man ein bisschen zusammenfassen. Auch, dass schneller was weitergeht. Ja, Rudi, das machen wir. Sehr gut. Ja. Bravo, Rudi. Irgendjemand hat gefragt, ich habe das jetzt nicht gefunden auf die Schnelle, wer das war.
ob es eine Art Best-of gibt aus dem. Der Lukas war das. Der Lukas war das. Wahnsinnig gern, aber das Problem ist, wie schwierig. gesagt, es sind 250 Sendungen, eine hat mindestens 2 Stunden, oft mehr als 2 Stunden. Mehr als 2 Stunden, ja. Alleine das zu sichten und das durchzuarbeiten, Das geht nicht. das geht nicht. Nein, es ist unmöglich. Es geht schlicht und einfach nicht. Leider. Es war natürlich eine Weltklasse. Immer das schon ein paar Mal überlegt, ob damals ja schon, weiß ich nicht, zur 200. Sendung und keine Ahnung, was es für Ideen waren und man könnte das ja, da waren es noch weniger gewesen und da war es schon eine unüberschaubare Datenmenge auch. Ja, Das war eigentlich innerhalb, nach 2-3 Monaten war die Datenmenge, waren das schon Stunden. Und das sind, weiß ich nicht, wie viel Gigabyte das sind. Ich meine, ich habe alle, nicht? Aber es ist halt da ein Best-of, das musst du mal allein anschauen. und dann, ja. Und dann denkt man sich, nein, das nimmt man ein, das nimmt man nicht. Bei dieser Menge, dieser Fülle an Versionen von Liedern und gesprochenem Wort, was wir da haben, das bist du narrisch. Ja, das ist schon viel. Leider, aber es wäre natürlich eine ganz großartige Geschichte. So, jetzt schaue ich nach, weil der Rudi fragt, Patrick, wo soll ich die Würstel und Platzerl hinschicken? So, deine Adresse habe ich da gar nicht stehen. Die habe ich da gar nicht. Wieso habe ich da nicht? Ich schreibe jetzt eine. Schreib sie eine, ist. Pass auf. Postversand, weil es hat mir nämlich der David auch geschickt, Ja. eine Nachricht, warte, ich muss jetzt noch mal schauen, wo man was hinschicken kann. Und wir nehmen die offizielle von dir, ne? Na, freilich, das ist schon mal so. selbstverständlich. Gut, das geht alles gar nicht so einfach jetzt da. So, nämlich Marktweg. Was? 23 23 in 21. Da ist schon. 21:30. Warte, ich bin ja komplett. Edit Text. Was? 21:30 Eiweißstall. Also Eibestal. 30 Eibestal. Warte, da muss man ein A vorher machen. Ne, fürs Mit Ausmachen. TH, gell? Ja, das weiß ich. Ich bin ja kein Trottel, bitte. Na, oft in der Hektik passiert was. Und ich schreibe aber an 16er Buben, weil An sonst 16er schreiben sie alle an Buben, ja. Patrick Rutger und dann und du frisst die Naja, Würstel das allein. ist mir schon klar. Das ist mir dann schon klar. CO Patrick Rutger. Schau, ich mache das so leibend. Patrick Rutger. Und das stelle ich jetzt da rein. Schau her. Mache ich ein bisschen größer, keine Sorge. So, kann man es lesen? Oh. Da einer. Was sagt ihr jetzt da? Ja, kann man lesen. Ja, freilich. Bitte Paketzustellungen Bitte noch Eibestal. nach Eiweißtal. Eibestal, ja. Wir danken herzlichst. Was auch immer kommt. Was auch immer kommt. Wir freuen uns über alle Dinge. Ich mein, ein Bagger, wie es nicht ausgeht bei Baggerl, aber vor allem das ist in Eiweißtal. Es kann man schon Bagger. Das kann man schon Bagger, ja. Kleines Ding. Aber Wunderschöne Sachen dabei. wenn es groß mit Spedition kommt, dann war es vielleicht gescheiter direkt in die Buckel gewählt, aber das ist wieder eine andere Geschichte. So, das war jetzt Matura, dass ich über PayPal was geschickt habe. Silvia Beach, aber dafür dankt er herzlich. Danke, das ist schön. ja, ein Schluckerl. Silvia, Weltklasse. Sehr zum Weltklasse. Wohle. Hochhofen sagt jawohl. Also bitte dahin, Sieht seid so er schon gut. wieder. Ich finde jetzt diese Adresse aber auch auf unserer Homepage. Übrigens, im Impressum, Kontaktimpressum, beziehungsweise ja, Zustelladresse, so irgendwie steht es drinnen. Also danke euch vielmals, wir freuen uns Dankeschön. sehr. Danke euch. Jetzt natürlich da noch einmal sicherheitshalber, weil die Silvia da mit gutem Beispiel gleich einmal vorangegangen ist zwischendurch und quasi die zweite Mal die PayPal-Matura gemacht hat. Ich danke euch schön für euren Schmattes, euren Obolus. Und jetzt reißen wir noch was an. Fällt mir was ein. Was fällt dir ein, Patrick? Weil wir ja so gemütlich beieinander sind und wir zwei sowieso alte Freunde sind, fällt mir ein kleines Medley ein. Nicht? Ja. Unter uns genannt Freundschaftsmedley. Das haben wir auch gespielt damals. Ja, sicher. Kann ich mich erinnern, in einer der ersten Pavlatschen, wie der Ecker Hansi ein bisschen auch marot war.
Im 19er Jahr haben wir Ja, das gespielt. Noch. Kann mich richtig. erinnern, sind wir da gesessen vorhin. Richtig, auch auf Facebook. Auch auf Facebook war das noch. Und dann haben wir für den Ecker Hansi, nämlich für einen ganz lieben Kollegen vom Hans Ecker, der Ecker Hansi, haben wir für ihn gespielt, das Freundschaftsmädel. Das kann ich mich noch erinnern. Das fällt mir gerade jetzt so ein. Ja, Und wenn wir Freunde da so beieinander sind, Ja, machen wir das, ja. machen wir klar. In F fängt es an, in was fängt es an? In C fängt es an. C, bin dabei. Es ist schön, mit einem Freund euch zu wählen. Ja, mit dir anschauen und ehrlich sagen, ich hab dich gern. Du bist gestanden neben mir wie ein Mann und jeder war für einen anderen Seite da. 20 Schilling waren 10 mal 2. So wie es halt sein soll, bei 2 echte Haberer. Und der Himmel war riesig voll Stern. Es ist schön, wie ein Freund euch zu ehren. Es ist schön, wie ein Freund euch zu ehren. Schau dir deine Freunde gut an. Wer's ehrlich mit dir meinen kann, sonst siehst du vielleicht eines Tages so rein. Du bist auf der Welt ganz allein. Solange du was bist und was hast, solange ist man gern bei dir Gast. Doch bist du im Leben einmal ganz passé, ja, dann so ein falschen Freundel ade. Ohne die, da geht's heute nicht, weil ich dann dein Lieb nicht hätt. Wo ich bin, da bist du auch. Brauch ich dich, dann bist du da. Ohne dich, da geht's heute nicht, weil ich dann dein Lieb nicht hätt. Gehen durchs Leben Hand in Hand, uns bringt nichts mehr raus. Drum schreiben tut's uns nicht verlassen, weil Wien wär ohne euch nicht Wien. Was nutzen uns die alten Gassen, wenn die Gemütlichkeit mit euch dahin? Wir haben schon da und alles ein kleiner, drum haben wir unsere Schrammen gern. Mit so viel Herz spürt uns sonst keiner, aber wer liebt, wie es mir gern hätt. Wir haben schon alles ein kleiner, drum haben wir unsere Schrammen gern. Mit so viel Herz spürt uns sonst keiner, aber wer liebt, wie es mir gern hätt.
Deluxe-Spezial eigentlich. Ja, kann man sagen. Ja, Deluxe-Spezial. Ein Die Schluckerl von einer, danke für Ein mich. Schluckerl, Dankeschön. Schluckerl noch. Ein wunderschönes Potpourri, die sind auch schon lange begleitet, nämlich. Nach 30 Absolut. Jahren 16er Burm. Ja. Es entstand auch so in den ersten 10 Jahren bereits dieses Potpourri. Ja, lag wirklich daran, dass wir die vor allem die ersten zwei Lieder, also es ist schön mit einem Freund euch zu erwerben und schaut dir deine Freunde gut an. Herr Millecht, ne? Ja. Genau. Ist oft gewünscht worden und wir haben, es war damals ja nicht mit Internet, wir haben keine Aufnahme gehabt, wir haben die Lieder eigentlich nicht kennt. Nur halt irgendwie, ja, wir haben schon ungefähr gewusst, wie es geht. Und den Refrain haben wir irgendwie für uns reproduzieren können, aber keine Strophe. Und dann haben wir halt einfach gesagt, na, dann hängen wir es halt zusammen. Was zusammen, ja. Und dann kam Zwei Lieder sind zu wenig, dann haben wir gesagt, hängen wir noch vom Richard Čapek Čapek. noch das wunderbare Lied, ja. Ohne die, wobei das ja nicht ein Freundschaft, eigentlich ein Liebeslied fast. Eigentlich mehr Das hätten wir auch ganz kennen, aber dann haben wir gesagt, das Aber- ist eh nicht so oft gewünscht. Das spielen wir da. spielen wir da drauf, Dass wir ja. 3 Lieder haben. Also es war reine, ja, von dem her. Ja. Ja. Aber es gefällt mir, wenn es euch gefällt, ist der Franz M. Ein Baggerbausatz, 1000 Teile, 1000 Baggerl, der Postler rotiert. Naja, könnte leicht sein, dass Das war's. der Postler einen Fäkalausdruck verwenden könnte. Liebe Burm, danke für den schönen Abend, wünsche euch eine gute Nacht. Hannes Späßleiner ist dahin. Schön, dass du dabei warst, hat uns sehr gefreut. Wunderbar, schön, dass du da warst. Gell? Weltklasse. Gute Paul Nacht. Hartmann hat eine natürlich die Spritzerglasel. Wie gesagt, denkt dran, es gibt die Möglichkeit der Kanalmitgliedschaft. Wahnsinnsgeschichte, bringt nichts, außer dass es was kostet. Aber das natürlich in höchster Fördermanier. Das ist wirklich, weil wenn man sich das so überlegt, also schon lange geredet, dass wir das nicht machen, aber ich habe echt so gesagt, weil diese Idee von YouTube mit der Kanalmitgliedschaft ist, dass du immer einen Exklusiv-Content hast. Nicht? Und das wollen wir eigentlich. Und wenn du zahlst, du musst zahlen, dann kriegst du mehr. Nicht? Und ich denke mir, Alter, weißt du, was du zahlen kann? Ich meine, jetzt natürlich mit dem Kerbal, also mit dem virtuellen Hut, kannst zahlen und PayPal und das ist alles wunderbar. Aber freiwillig. Das ist freiwillig. Ja. Und beim Heiraten zahlst du eh. Und wenn du uns engagierst, dann zahlst du eh auch. Nicht? Aber eigentlich das Wiener Lied, es ist ja so, das wollen wir ja wirklich unter die Leute bringen wieder. Das wollen wir ja wieder aktivieren. Wir wollen ja wieder, dass das Wiener Lied wieder einen Stellenwert hat. Und da denke ich mir, das ist ja kontraproduktiv, wenn ich dann sage, ja, du musst aber zahlen. Da gibt es einen Sondercontent. Das ist nur für Leute, die zahlen. Die anderen kriegen noch Die halt. müssen brandeln. Dann kriegt es. Die anderen kriegen nur die Lieder, was wir nicht gut gespielt haben. Aber die guten Nummern, die in Subcolor, Subwoofer, wie heißt nicht, ganz Dolby Surroundinger. Ja, das ist alles dann, da musst du zahlen, auch viel zahlen. Und da gibt es ja ganz Kanalmitgliedschaften, das kannst du eingeben, da kannst du machen, da kannst du um 5 Euro. Da gibt es die kleine 15, Kanalmitgliedschaft, da kannst du um der größere, 300 Euro der auch, ganz nicht? Das große, ist dann die Elite, das ist die kriegen dann überhaupt. Ja, das ist, denke ich mir, nein. Nein, das geht an unserer Mission vorbei, eigentlich. Das ist völlig dagegen arbeiten, kontraproduktiv, sondergleichen. So ist es. Ne? Oder mir gefällt es aber, dass manche sagen, wenn ihr weiterhin wollt, dass dieser Kanal besteht, dann bitte zahlt oder wird es kein, oder so. Alter, was heißt mit der ich meine, wenn es sich jetzt 16 besteht und wir sind am Hungertuch, dann engagiert es uns. Ja? Oder kommt zum Hering und haut es in den Hut rein. Aber was heißt der Kanal? Der Kanal, das besteht ja sowieso. Also, Ja. ich finde es manchmal wirklich So sagen wir das nämlich. Ja, genau. ich finde es manchmal wirklich falsch. Ne? Das stimmt ja nicht. Das ist eigentlich wirklich Bedeln dann. Das ist Ne? eine Bellerei. Ja, das ist eine Bedelerei. Unnötig. Weil wenn ihr wollt, dass der Kanal bestimmt, aber was ist, dann hast du nicht gemacht. Der ist ja schon da. Mach weiter. Mach weiter einfach, Du ne? machst den Content, wenn du das halbwegs gut machst, dann wird es auch funktionieren. Ne? So sicher das. Und nicht mit, du musst aber zahlen. Für guten Content musst du zahlen. Zahlen, ja. Auf uns alle, meine Herrschaften. Genau auf uns. Und versteht uns nicht falsch, wir wollen gern viel Geld verdienen. Gar kein Thema. Aber es ist nicht ist eigentlich auch guter Nicht Spruch. um jeden Preis. Nicht um jeden Preis. Ja. Ich hätte gern viel Geld, aber nicht um jeden Preis. So schaut's aus. Ja. Und ich denke mir halt, wenn man das Wiener Lied,
wenn wir unsere Leidenschaft weiterhin so verfolgen, dann wird es ja funktionieren. Das ist unser Zugang. Und bis jetzt, 30 Jahre lang, gibt uns diese Einstellung recht und genauso wie wir bleiben. Und natürlich, und diese Kanalmitgliedschaft, wie gesagt, wir freuen uns, wenn es dabei seid. Aber es hat nichts davon. Also, wir machen sowieso weiter. Also das ist auch. Wir machen, das ist fix. Also, man, bitte, du weißt nie, ob uns nicht der Kanal sperrt einmal. Ja, weil wir trinken Wein, ich rauche mal Zigarettel dazwischen an oder was weiß man nicht. Weil das, aber gut, dann lassen wir das Rauchen halt weg. Gell. Da war der Wein weglassen werden. Nein, um das geht es aber nicht. Ja, nein, das geht nicht mehr. Und man, solche Sachen können nicht passieren. Aber von uns aus gesehen, das kann es nicht sein. Glaube ich nicht, dass man das. Im Gegenteil, nicht? Wir machen immer mehr. Und dann immer mehr, anbauen. Ich meine, die Pavlaschen reden natürlich so, aber jetzt so wie die Morgensendung, nicht? Dass wir das reduziert haben. Das reduziert, dafür machen wir für andere Für andere Geschichten. Also genau so ist es. Es muss auch im Wachstum sein. Das muss rennen, es muss uns taugen und es muss euch taugen. Aber ich sage einmal so, es klingt jetzt, bitte, das meine ich jetzt gar nicht böse euch gegenüber, sondern es muss in erster Linie uns taugen. Weil die Idee ist wenn es uns taugt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es euch taugt, höher, als wenn wir was machen, was wahrscheinlich euch taugt, aber uns nicht. Mit Krampf macht. Das funktioniert nicht. Das geht schief. Das geht nach hinten los, der Schuss. Wir müssen auf dem Ding, weil wir wissen, wie es geht und wie der große Erfolg ist. Ob es jetzt für uns ist oder fürs Wiener, für die Verbreitung, das wissen wir ja noch nicht. Weiß keiner. Wir können nur tun und arbeiten. So wie wir machen halt. Wir machen es. Wir machen einfach. Und das Blödeste, denke ich mal, was du dann im Internet machen kannst, ist, du musst aber zahlen. Wahnsinn. So, was haben wir da? Bleibt es so, Patrick, ich rufe dich morgen an. Jawohl, ich bin morgen in Laxenburg. Ja, da kann ich trotzdem anrufen. Der Rudi kann mich trotzdem anrufen. Ja, Deine Schrammlharmonika ist das nächste Projekt, aber ich muss morgen meine fertig machen, nämlich, weil die brauche ich unbedingt. Und das nächste Projekt dann, ab nächster Woche, ist dann deine alte Schrammlharmonika, nämlich. Bravo, der Rudi wieder ordentlich. Der braucht ein Werkzeug. Auf dem spielt. Der spielt ja die zwei, der hat zwei Spiel, zwei Funktionen. Ja, weiß ich aber der muss ja spielen. Aber die alte ist mehr als nostalgisches Objekt, dass die aber auch wieder funktioniert, zumindest halbwegs. Ich werde mich bemühen und der Ernstl auch, wir werden uns bemühen. Was da noch geht mit den Aufgerissenen. Wir schauen einmal. Raffi sagt, ich bin seit Anfang an 16er Burm-Fan. Jawohl, bravo Raffi. Einer der treuesten. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er der erste Steirer war. Aber es könnte schon leicht sein. Oh ja, ich glaube schon. Der erste Fan aus der Steiermark. Zumindest richtige Fan. Also richtig, damit meine ich auch. Der erste Abonnent wahrscheinlich sogar. Es könnte schon sein. Oh ja, ich glaube schon. Ich glaube fast schon. Silvia Beachmann, immer wieder schön bei euch. Wiener Lied ist der reinste Hammer, danke der Ski. Bleibt da und Prost, wir bleiben da. Das ist sowieso. Auf das trinken wir, Prost, sagt der Franz Brandwein, auf das trinken wir. Der Ritter Staubig ist gar. Franz M. Ja, aber ich meine, ich kenn die. Ich werde ja da irgendwie das zusammenbringen, dass noch was. Was? Sicher, wir haben eine Leibemus, jawohl. Eben, das ist eine Mission. Das sagt die Megi richtig. So sehe ich das auch. Daher schaue ich in die Zukunft. Bravo. Schöner Gruß aus der Araukanien kommen, der Scheurer Georg ist da. Ja, schau, erfolgreicher Musiker, der Emis auch da. Seht es als eine Möglichkeit, dass euch eure Freunde und Fans einen Wein für euren nächsten Livestream spendieren. Einen Wein spendieren kann ja wirklich Freude machen. So kann man es sehen. Prost, bravo. Der Emi hat einen Zugang. Der hat einen Zugang. Ja. Bravo, Emi. Du hast einen Zugang, ja. Sehr leibend, ja. Also kann ich nur an jeden Musikbegeisterten oder der Musiker ist, kann ich sehr empfehlen, die Podcasts vom Emi, der erfolgreiche Musiker. Ich ziehe mir immer eigentlich fast immer auf YouTube. Gibt es aber als Podcast auch, aber ich fast immer auf YouTube. Ich bin auf YouTube zum Anschauen, nämlich, ja. Ja. Und einer, wo ich dann wirklich so ganz eingestiegen bin bei dir, war, weil du mit Helmut Mitteregger, einem lieben Freund über Jahrzehnte. Das war blöd. Ich war ja ein junger Bub damals noch, der Helmut ist ja doch ein bisschen älter. Das war ganz ein großartiger Podcast, ein großartiges Interview mit Helmut Mitteregger. Helmut Mitteregger plaudert auch viel aus dem Nähkästchen, nämlich was gerade seine Musik angeht, die Country-Musik, sage ich jetzt einmal. Und der Helmut wird schmunzeln, wenn er das sieht, wenn ich das so sage. Country. Und es ist viel mehr, man sagt so langläufig Country.
Ja. Ja, aber das ist Und ja. da steckt so viel dahinter und ein Könner überhaupt, der Helmut Mittecker. Schaut sich das an. Ja, Also das ist wirklich, das ist auch jetzt, also auch wenn man jetzt nicht in der Musikbranche agiert, er ist hat auch sehr so viele, interessant, sehr viele viel Themen, Geschichten und Themen dabei. die jetzt Musikbusiness betreffen, aber sehr vieles auch, was einfach spannend ist, so wie eben Der Helmut Mittecker. Mittecker zum Beispiel. Und das habe ich ja. im Auto gehört, den Podcast habe ich im Auto gehört. Jetzt habe ich da nicht kommentiert und ich wollte es mich kommentieren, weil das Spannende war, der Helmut hat so viele Dinge beschrieben, die sowohl die Musik betreffend, also diese Country Music, Bluegrass und diese ganzen Geschichten und auch den Zugang zu dieser Art von Musik, weil das ist eine Nische. Nicht? So Was heißt nicht? und ich habe gesagt, das ist 1:1 ist das genau die Aussage, die ich als Wiener Liedmusiker genauso genau treffe. das unterschreibe ich. Das Das, war so, Weltklasse. ja, das ist Und großartig. das hätte ich so gern kommentiert, aber ich war im Auto und dann habe ich natürlich nicht mehr daran gedacht, das ist eh klar. Ne? Ja. Ja. Und das war unpackbar. Helmut Mittecker, die Geschichten, schaut sich das Schaut an. sich das an, Franz M., das ist für die auch super spannend. Absolut, ja. Das ist für die super spannend. Der erfolgreiche Musiker, so wie er Auch da für den steht. Spaziergang, für den Wolfgang auch bitte. Auch, ja. Auch zum Beispiel fällt mir nur ganz spontan ein. Wahnsinn. So, also für viel da. Also, ja. Also die ganzen Geschichten. Ja. Der Helmut hat mich für meine erste Gitarre beraten. Wahnsinn, ne? Echt leibend. Ähnlich bei mir, das war zwar nicht der Helmut, aber der Helmut natürlich beim Musiker Stötzhammer, kann man ja sagen. Breindl-Brüder und der Helmut, vor allem der Helmut eigentlich für mich immer von Anfang an. Ich war damals 14 Jahre alt, wie ich das erste Mal dort war. Also, so kann man sich ausrechnen, wie lange das her ist. Jetzt bin ich 47. Und so ein Musikgeschäft zu haben. Wir sind dort, mein Bruder auch und ich, wir sind dort wöchentlich aus- und eingegangen. Ja. Und wir waren nicht ganz, wir waren keine depperten Buben in dem Sinn, wir waren schon deppert, aber wir Ja, durften dort alles probieren, alle Verstärker, alle Gitarren, alle Bässe, ich als Bassist auch. Es war ein solcher Genuss und wir haben auch dann eingekauft dort. Wir haben auch Mein Bruder seine erste Fender, der Ja. Stratocaster, die hat er nicht einmal dort direkt gekauft, sondern durfte sie beim Bauer damals, beim Großhändler aussuchen, sogar aus dem großen Fundus und hat es dann über den Stötzhammer, über den Mittecker gekauft und so. Also Aber ich kann es toppen. es waren ja schon Geschichten, also großartig. Ich kann es toppen. Erstens einmal, und die Breindls. Meinen Gallion Krüger MB200 habe ich heute noch. Ja, na den habe ich mir klar. gekauft mit 16 Jahren damals. Der war gebraucht bereits damals dort. Ne? Ja, da, Und, also wir einer schon nur von gespielt vielen haben, anderen. da sind wir irgendwo hingeflogen, haben wir gespielt in Deutschland wo, mit der Maschine. Da habe ich von den Breindl-Brüdern, weil wir waren damals ja junge Musiker, solche Dinge waren natürlich vollkommen blank, wir haben ja kein Geld gehabt für nichts. Und da haben wir von den Breindln bekommen die Flight Cases. Das rote Flight-Case, Ja, das riesig das ist große, wo man alles Da einbauen hast und bringen wir es wieder zurück, wenn du wieder da bist in Genau. Wien. Das war die Aussage. Da hast und bringen wir es zurück. Das haben wir auch Das war gemacht, Weltklasse. natürlich. Nicht? Und ich kann es insofern Angeholt toppen. haben wir es mit deinem Bruder nämlich. kann Natürlich, ich mich erinnern, ja die klar, großen in mein Auto. Auto ist es nicht gegangen. Bruder Ötter mit Tommy. Ja. Und zurückgebracht auch wieder, ja. Aber ich kann es insofern toppen, weil ich habe natürlich damals meinen allerersten Ferialjob, damals mit 14, habe ich gehabt da in Neunkirchen beim Weißenböck, bei den Pflastersteinen, Pflastersteinfabrik, habe ich hart gearbeitet und habe 13.000 Schilling verdient in diesem einen Monat. Und im Juli. Und das war, da war ich 14 Jahre alt. Also kennt sich über, das ist schon eine Zeit her, da warst du und der Oliver, das hat's noch in der War ich 12 Jahre alt. Der Da Oliver hat's 10 nicht einmal. da habe ich nicht einmal Lego gespielt, ja? Das war jetzt noch zu hoch. Ja? Und da sind wir, und da bin ich, und das war ja früher so, war fertig, der letzte Arbeitstag, und das hat ja dann dauert ein paar Tage, bis das Geld am Konto war. Das war Hölle. Und meine Mutter hat gleich gesagt, ich strecke dir das vor. Und wir sind am nächsten Tag, also ich bin heimgekommen vom Arbeiten, vom letzten Arbeitstag, in Neunkirchen war das noch, bin heim, und am nächsten Tag, am Vormittag, ist meine Mutter mit mir gefahren nach Wien, weil das war im Sommer, waren wir immer im Großelternhaus in Neunkirchen, nach Wien, in die Linzer Straßen zum Stötzhammer, und ich bin dort hin mit 13.000 Schilling im Gepäck und habe mir damals eine Kramer Pacer Custom gekauft. Nach natürlich Stunden. Für meine Mutter wahrscheinlich Stunden. Für mich waren es halt so Stunden, wo wir uns die ausgesucht haben. Und das war natürlich auch Mittecker.
Nein, das war damals noch mittags, war sogar der Müllbauer noch. Ja, waren alle dabei. Die Ja, waren alle dabei. waren ja alle gleichzeitig. Das war, aber es waren, Da war ein alle. Endorser Das war, sogar ja. damals von Kramer nämlich. Ja, genau, stimmt. Dem ist stimmt ja. Ein Wahnsinn auf jeden Fall. Ewig her. Ja. Ja. Komplett Aber weg. nicht am Mitterecker, ja genau. Ja. Das ist gegangen, der Helmut, ja. Ja, das sagt er. Der Keller mit den Verstärkern mit Stolz haben. Brutal, ich bin gestorben, so geil war das. Das stimmt wirklich. Stimmt, ja. Das war unglaublich leibend. Und das war halt einfach ein gemütlicher Hit. Ne? Und vor allem immer die Verstärker fast der Mitterecker nämlich dann verkauft hat oder verkaufen wollte und dann nicht. Und auch die ganzen Gitarren vom Mitterecker, nicht? Also, was er dann wieder verkaufen wollte und so, da waren ein paar Teles dabei. Und die eine, die hat der Helmut heute noch, der spielt er bis heute so gern, die wollte er wirklich verkaufen. Der Oliver hätte sie beinahe gekauft, Wirklich? der Bruder nämlich, die Tele. Ja, die eine. Lotte. Ja, na gut. Nein, das ist eine super Erinnerung. Und eben, wie gesagt, der Erinnerungen, großartig, ja. Mitterecker Helmut ist eigentlich der einzige Grund, warum ich bei der Klangfarbe reingehe. Muss ich ehrlich sagen. Ich will es die anderen nicht schlecht machen. Ich kenne ihn nicht so, sondern das will ich nicht so negativ sagen, sondern Nein, das ist der Grund, warum ich dort reingehe, ist, weil da geht es um Helmut. Nicht? Das ist aber ganz klar. In seiner Abteilung, da sind ein paar super Leute, das ist alles kein Thema. Aber das ist der Grund, warum ich dort reingehe. Ne? Aber das war wirklich sehr leibend. Ja. Franz Brandwein sagt, wieder hat der Ostbahn-Kurte gesagt, wir spielen beide Musiken, Country und Western. Country. Bitte. Und Western Weltklasse. Genau. Und Ja. jetzt noch bevor wir noch einen spielen, Emi, du wirst nicht glauben, ich habe mich angemeldet für ein Seminar beim Reinhard Gabriel im Jänner. Ich habe das geschrieben, ich bin eigentlich nicht? Schon Berufsmusiker seit 20 Jahren, also, aber trotzdem, ich gebe mir das, weil ich habe die gehört beim Emi im Podcast. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, dass ich was lernen kann. Ob es viel ist oder nicht, ist ja wurscht. Es ist genug. Es wird genug sein. Und das heißt, ja, das ist auch über die kriegen. Nur falls du mal sagen kannst, du willst dann jemanden haben für die Vermittlung. So, pass auf, was reißen wir jetzt an? Jetzt müssen wir ein bisschen, ich meine, countrymäßig haben wir nichts. Was Wienerisch betrifft, Jessic. Jessic? Oder ganz alt, je Oder nachdem. ganz alt? Werden wir ganz alt? Ich fange mit einem ganz alten Fangen wir an ganz an. und dann leiten wir über vielleicht. Das können wir Schauen wir, machen. was passiert. Bitteschön.
Ich mir's doch, der Knopf geht flöten. Schon wieder der gleiche, Bitte oder um was? Verzeihung, ja. Ja, Schon wieder der ja, gleiche? ja. Was hast du noch gefuscht? Ich glaube, ich habe es gewusst, nicht, dass das wieder passieren wird. Aber ich habe gehofft, das passiert nicht heute. Ne? Ich bin noch nicht dazu gekommen, dass ich das eine Teil hier unten austausche, nämlich. Ja. Bitte um Verzeihung, dass jetzt das Stück nicht so schön war, wie es normalerweise sein sollte. Ich habe es eh gut umgebracht. Das am Tod liegen, das passt schon. Ich will es noch herzeigen, dass man sieht. Das ist der, ja. Ich höre Rufe und Leiern. Jawohl, Franz, eben. Jawohl. Immer doch, du wirst nicht gleich. Schau, der Georg Scheurer sagt auch, Ruf und Leier für dich, Franz. Jawohl, da merkt man. Es ist wirklich leibend. Schau, meine Eltern freuen sich im Himmel, sagt die Silvia. Jawohl, das gefällt mir. Franz Brandwein sagt, spül mir was ordentliches. 3/4 geht immer, sowohl musikalisch als auch weinmäßig. Super beim Latschen, danke an euch alle. Bravo Sprachpolizei. Dankeschön. Klasse. Jawohl. Ja, nein, ich hab immer gedacht, hoppala, ja, da hängt er schon, Ja. Naja, gut, dann kommen wir zum Schluss. Was soll man machen? Das ist schon langsam, ja. Ja, was soll ich machen? Was ist denn? Geht's Vogel eigentlich? Das Vogel geht sich aus, ja. Man kann eh so drucken, ja. Ja, aber was regst du denn auf? Kannst du für das ist so ein Schmutz gespielt. Ja, Es geht eh. Das ist nur die Überraschung gesagt. Magst du einen größeren Schrauben? Das haben wir gleich. Ich brauche eh nur einen längeren, ja. Ja, eben. Aber den. Pass auf, na, ich würde vorschlagen, wir stilvoll, wenn wir einen Vogel am Baum beschließen. Oder? So werden wir es machen. Machen wir das, ja. Aber ich mache noch eine Einblendung, meine Herrschaften, wenn es schmatt ist, weil, machen wir. wenn euch die Musik taugt hat. Und nur jetzt, das ist nur der Punkt. Und sagst, die Musik war leibend, mir hat das heute taugt, ruhig zu, da lasse ich jetzt was umwachsen. Dann haut es in den quasi virtuellen Hut rein, ist quasi über PayPal oder über Überweisung ganz schlicht und einfach oder über eine Kanalmitgliedschaft, haben wir schon drüber geredet. Ihr findet jetzt alle Infos in der Videobeschreibung und wir sagen herzlichst Dankeschön für einen Obolus, der so da reinkommt und wir verabschieden uns mit großer Freude auf den nächsten Montag, wenn es dann heißt 250 Sendungen Pavlatschen. Und zu 99% aus Eibestal bei mir daheim. Ja, ziemlich sicher. Und und wer Lust und Laune hat und Zeit hat natürlich am kommenden Freitag um 9 Uhr sind wir wieder, wie jeden Freitag um 9 Uhr, ebenfalls auf diesem Kanal, wieder online, auch mit einem Gespräch bei Morgenkaffee. In diesem Sinne, Jawohl. alles Liebe, pfiat euch gut, Baba, und wir verabschieden uns mit dem Vogel am Baum heute einmal auf diese Art und hoffen, dass der Patrick morgen in Laxenburg sein Quetschen zusammenbringt, fertig bringt endlich. Ja. Und die ja. Und der auch, wenn es geht, ja, war nicht schlecht. Ja. Alles dann, reiß mal an. Nein, austrinken muss ich auch vorher. Du auch noch, das der auf. Ich hab schon. Na, der auf, na hallo, das Flasche. So, Jesus, nein. Na ja, da ist ja noch was drin. Ja, was ja gut, du bist aber ein Haberer. Da war jetzt erst weniger eingeschenkt. Ja, darum, zum Glück Nein, noch was im ich bin ja nicht so. Nein, das muss nicht, war nicht notwendig Aber schön. gewesen. Sehr zum Wohl, auf euch. Schön, dass du dabei Sehr zum warst. Sehr zum Wohle. Wohl, Prost. Auf geht's. Der Blick ist so ungewohnt. Das hab ich schon braucht. Ich sitz auf der Wiesen, ein Großhalm im Möll. Die Bock sind zerrissen, ich find nix dabei. Ein Schmetterling fliegt mir um die Nasen herum. Ein Fink frisst ein Fliegen, aber ich pfeife nicht drum. An Arbeit denk ich nicht einmal mehr dran. Ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Baum. Kommt der schönste Händel am Waldweg daher, da spring ich verfreit, was brauch ich schon mehr? 2 Egeln schon fest in die Mähnen hinein. Da sagen sie, möchte einige sein, aber noch ein paar Busseln. Sag ich, geh schon heim, ich bin aber frei, wie ein Vogel am Baum. So, jetzt lass es zwitschern, Papageno, jawohl!
Tages, der Winter vor mir, sagt Glase, du Gana, geh her du zu mir. Da mach ich noch einmal die Augen fest zu, sich wieder vor mir die schöne Natur, den draußen im Grünen, da war ich daheim, da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Baum. Bloß ein Nachschlag zum Abschluss, jawohl! Alles Liebe, pfiat euch Gott. Viert euch Gott, macht's es gut.